Hurra, es hat hingehauen. Er ist jetzt ein vierfacher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. So MOI geschmeidig en Resub zum Auheben. Gamerb 98 Love 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 Gamerb 98. What's up? Merci dir für deinen Resub. Scheinbar geht da was. Watu, merci dir nochmal für dein Following, nachträglich. Und viel Spaß im Lurk. Danke dir. So.
So, grüß Gott beieinander. Warte, mir schaut meine Haare schon wieder aus. Furchtbar. Mr. Mozart, merci dir für deinen Resub im 4. Monat. Du bist der Erste, der wo im 4. Monat resubbt. Habe ich dir. Ja, habe ich dir. Willkommen zurück oder weiterhin willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß mit den Emotes. Danke dir. Vielen lieben Dank. So, Mr. Semcromike, der Erste heute am Start. Wahrscheinlich schon wieder 10 Minuten bevor ich angefangen habe. Mrs. Semcromike ist da, der Mr. Mozart ist da, der Mr. Herbert ist da. Sehr schön. Wie geht's euch denn? Oh Mann. Mr. Werb ist auch schon da. Und der Billinger ist auch schon da. Ja, grüß Gott beieinander. Es hat ja schon wieder voll on fire. Das gefreut mich. Das ist sehr, sehr zauberhaft. Sehr, sehr flauschig ist das. Geht's uns gut? Ich glaub schon, oder? Sind wir gut drauf. Oh, ich bastel dabei an einem Freund für den Oscar. Sehr schön, sehr schön. Da bitte, Ergebnis darf gern wieder im Discord geteilt werden, Mrs. Semcrowife, gell? Schauen wir uns aber gern an. So, ich habe jetzt heute spontan, oder was heißt spontan? Ich habe jetzt gestern überlegt, ich habe so viel Bock auf Assassin's Creed, dass wir es heute gleich nur einmal spielen, ja? Dafür spielen wir morgen Demon's Souls weiter. Das hat natürlich auch zum anderen den Hintergrund, weil ich mir den Platin Guide, den was ich mir geschrieben habe, noch mal ein bisschen genauer durchlesen muss. Weil ich nicht ungefähr jede Minute so da auf Zeiten schauen möchte und dann quasi der Spielfluss entsprechend unterbrochen wird. Eigentlich soll ich damit auch eh nicht so stressen, aber es soll ja ein wenig anschaulich auch sein. Ja? Deswegen spielen wir heute nochmal Assassin's Creed 1 weiter. Da haben wir gestern schon angefangen. Der erste Idiot hat schon dran glauben müssen. Leck mich am Arsch. Was ist denn das so laut? Bist du behindert oder was? Ich meine, ist ja gut, weil es ein Rockmusik ist, aber warum ist das so laut? Holy shit. Ja. RIP Headphone User. I'm sorry. So. Gut, wir soll es auch mit einer Schokosahne-Torten schlecht gehen. Mr. Billinger auf meinem Twitch-Kanal hat sich scheinbar ein ungeschriebenes Gesetz eingebürgert. Immer dann, wenn ich on-stream bin, rennt Leute von irgendwelchen schmackhaften Dingen, die sie sich gerade reinpfeifen und ich sitze da. Ja, und hab halt einfach außerdem da nix. Aber lass das auf alle Fälle schmecken. Es sei dir vergönnt. So. Na, wie gesagt, Demon's Souls, der wir dann morgen weiter, morgen am Mittag. Und heute spielen wir nochmal entspannt Assassin's Creed weiter. Ich möchte jetzt ungefähr live sein bis 5 Uhr auf die Nacht. Also auf 3 Stunden wird man da schon einiges weiterbringen, der für mal. Was Sachen dort? Sahne-Torten. Na, Schokosahne-Torten. Sei habe ich dere. Ich will gerade mal tun. Warum war denn das jetzt so laut? Ich verstehe das nicht. Also wenn es mir selber fast Ohrwaschel zerreißt, dann möchte ich nicht wissen, wie es endgegangen ist. Ja gut, aber es hilft jetzt ja nicht. Gut. Sind eh schon die meisten oder der überwiegende größte Teil der Stammzuseherschaft. Hurra! Es hat hingehauen! Er ist jetzt ein 4-facher Super Saiyajin. Und wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Walter G. schubste sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja, der zweite geschubste. Der zweite geschubste ist jetzt im 4. Monat Resub. Mr. Saijing, merci dir auch an dich. Weiterhin willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß mit dem Mods. Danke dir. Vielen lieben Dank. Der Mr. Mozart war vor dir, der war der Erste mit den 4 Monaten. Danke dir. So, Freunde. Ich glaube, das war ein guter Startschuss, dass wir jetzt mit dem Spielen anfangen. Was hält man da davon? Da soll das halt vielleicht auch erst einmal starten, gell? Das war ja nicht verkehrt, wenn man zocken mehr hat. So. Ja, ich habe mir jetzt übrigens die Kamera mal da, also auf die Seite umgeschoben. Gestern bin ich auf der bin ich da Rent umeinander geguckt. Da waren wir jetzt sonst dabei die letzte Zeit. Ich habe mir aber gedacht, wegen der Minimap, weil auf der Seite zeigt sie außer meiner Waffenhand sowieso überhaupt nichts. Deswegen haben wir gedacht, für Assassin's Creed ist auf der Seite wahrscheinlich ein bisschen gescheiter, wenn ich da mal Cam hin tue. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. So, sehr gut. Er hat gleich Beil und er hat gleich Ton. Zauberhaft. Zauberhaft. So lobe ich mir das.
Äh, So, sonst hoffe ich, dass es in Goli gut geht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Dann wird es schon besser werden. Hoffe ich. Ich habe vorher übrigens noch einmal nachgeschaut, das Spiel speichert tatsächlich automatisch. Also braucht man uns nicht runter, dass da dann auf einmal der ganze Spielstand weg ist. Also ich kann jederzeit aus dem Game außertappen und dann bleibt der Spielstand gespeichert. Weil da jetzt heute so ein bisschen die Angst gehabt davor, dass auf einmal mein Spielstand weg ist. Das hätte ich total beschissen gefunden. Fortsetzen, Freunde! Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Stillman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Genau, da haben wir gestern stehen geblieben. Wir haben einen Talim, glaube ich, heißt er. Talim oder Tamir? Nein, Tamir. Tamir hat er geheißen. Das war unser erstes Opfer. Das haben wir gestern hops genommen. Und jetzt besteht die Mrs. Lucy da drauf, dass wir uns jetzt mal ein bisschen ausruhen, weil der andere ist irgendwie ein wenig unflauschig. Ja? Sie ist eher so mehr die menschliche. Und der Mr. Dampfler hat uns gestern noch was Geschichte so angeht, also ein bisschen auf den Laufenden gehalten. Auch der Mr. YBO hat uns da ein bisschen auf den Laufenden gehalten. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt. Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie Der wär's Bussel aufs Bauche. Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Die Frage haben wir gestern noch geklärt, wer das ist, aber ich weiß schon wieder nicht mehr. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor? Abgesehen von dieser Wendell ganzen Wasserkocha bei Entführungsgeschichte. Mouthkocha Ibagate. Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne. Was? Wenn der Wasserkocher beim Aufkocher übergeht. Ah, das ist unflauschig. PC dort drüben findet Press Sie- F für Mr. Sie Herbert sagten und sein bereits, dass es nicht um Wasser. Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil... Merci für deine 100 Bits, abgesehen davon, Herbert. Danke dir. Mein Gott. Die YBO habe ich Ehre. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Watzak, was treibst denn du da schon wieder? Merci, dass du den Billinger ein Sub gegiftet hast. Vielen Dank dafür, Mr. Billinger. Willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit dem Mods und bitte Dankeschön für an den Mr. Motzok ausrichten, ja? Gar nicht müde? So, jetzt habe ich von dem letzten Gespräch wegen einer Eskalation schon wieder... Mei, wieder nichts mitgekriegt. Herz auf jetzt. Herbert, merci dir. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was das letzte war, was die gesagt hat, weil es ist wieder so eingereschen müsst, da mit irgendeinem Zeug. Aber gut, das hilft jetzt eh nicht. Gut, wir gehen jetzt einmal ins Bett. Warum gehen Sie eigentlich nicht mit, ist die Frage. Aber gut, das hilft ja nicht. Ja gut, gehen wir einfach ins Bett und schlafen mal unten. Dann wird schon passen. Ich sag's gleich, ich weiß nicht. Ja, genau. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Ich darf ihm so freiwillig ins Gesicht speien, wenn der da reingegangen hat. Da hätte ich so, ich hab nach dem Aufstehen generell keine Motivation für irgendwas. Aber wenn ich den sehe, wenn das das erste ist, was ich nach dem Aufstehen sehe, weiß ich nicht.
Da darf ich mich da im Waschbecken da drängen. Vermutlich, ja, das ging wahrscheinlich nicht einmal. Da, schön Scheißhäusl. Ein deutscher Arbeitsmann scheißt, solange er sitzen kann, meine Freunde, ja. Wichtige Lebensweisheit in Bayern. Ah, da kann man aufmachen, oder was? Ich glaub's eh. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Ja, gut, okay. Oder auch nicht. Kann ich da nicht einmal schnell gehen? Ja, blöd. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, Ungefähr jeder Kanzlerkandidat bei der Neuwahl. Wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Oh, Mrs. Lucy ist am Start. Mich darf es einmal interessieren, das kannten jetzt einmal die ganzen Assassins, die ganzen geschichtlich Bewanderten da in dem Chat wissen. Wo haben wir denn da in der Gegenwart? Das darf mich mal interessieren. Im zweiten Teil kriegt man so ein bisschen mit, da ist man eigentlich in Florenz und im Brotherhood ist man in Monte Riccione. Mr. Miles, hinlegen. Halt deine Fotzen, du hast überhaupt nichts zum Sagen, du Greis. Ich leg mich hin, wann ich mag und nicht, wenn das du sagst. Aber das darf mich interessieren, weil ich weiß noch, im zweiten Teil kannst du so aus dem Fenster schauen, da sagt man ziemlich deutlich Florenz. Aber was das sein soll, keine Ahnung. Kann New York sein. Oder so. Wegen die Hochhäuser. Gut, in Amerika ist ungefähr jede Stadt groß. Jetzt steht's halt einmal. Ja, auf die lege ich mich schon zurück. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Bielefeld! Ist das jetzt der Ernst oder ist das jetzt einfach random? Hinlegen, verdammt! Jetzt, wenn du nicht stark bist, nein, ich sag jetzt lieber nicht. Ist eh wurscht. Das ist aber jetzt nicht ernst auf Bielefeld. Das ist x-beliebige random Großstadt. Okay. Redet sie auch noch was mit uns oder sollen wir uns jetzt healing für sie da, oder was? Okay. Ja gut. Wir legen uns hin. Wir legen uns flach. Wir erledigen den Rest. Ach so, ja, okay. Es war also praktisch. Aber wie geil, wenn das Bielefeld gewinnt war. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt? Ein Tamir haben wir schon? Haben wir jetzt einen Gedächtnisabschnitt 3 quasi? Ja, jetzt still doch einmal denken. Hier scheint Lucy, das hilft doch nicht. Ja, dann haben wir halt offensichtlich doch. Erinnerung, Nachforschung, Erinnerung gesperrt. Ja toll, Subjekt hat momentan keinen Zugang zur Erinnerung. Sitzung fortsetzen. Letzte Erinnerung laden. Ja gut, von mir aus. Benutzen Sie die geretteten Gelegenheiten. Für Sie da mehr Healing. Sag ich doch. Sag ich doch. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern Genau so aus dem fährt. Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Das ist aber flauschig für Nun ihn. geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem.
In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Ach, jetzt können wir uns sogar die Städte aussuchen, in welche wir zuerst gehen. Ah ja, okay. Freunde, Jerusalem oder Akkon? In den Chat bitte. Dürft ihr es entscheiden. Synchronisiert haben zwei neue Waffen, Kurzschwert, neue Fähigkeit, einen Konterkill. Das ist auch, Gott sei Dank haben wir einen Konterkill gelernt. Ach du Scheiße. Jerusalem. Jerusalem, okay. Jerusalem, ja, ich glaube, das wird eindeutig. Graz, Friedep. Meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Na, hau ab jetzt da mit deinem Scheiß. Ich brauch kein Tutorial, ich bin Pro-Gamer. Hau ab jetzt mit deinem Krampf da. Oh, ich tritt da in Teil rein, da, du Zipfelkopf. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So, also in der Lore ist Abstergo Industries ein multi-internationales Unternehmen mit Standorten überall auf der Welt. Bekannt sind aber nur Standorte wie der Hauptsitz in Denver sowie generell USA, Philadelphia, Italien, Österreich, Deutschland, China und United Kingdom. Ah, okay. So, Tutorial verlassen. Scheiß auf dein Tutorial. Ich verstehe. Da im Gegensatz zu dir muss ich Leute umbringen. Stehst den ganzen Tag an deinem Kreis umeinander. Ja, mir war schon klar, also das habe ich schon gewusst, dass Abstergo, also die Firma, für die wir jetzt da gerade aktuell geknechtet werden, sag ich jetzt einmal, beziehungsweise wo der Desmond geknechtet wird, dass die jetzt nicht irgendeine so eine 0815 Schuppenfirma ist, das habe ich tatsächlich gewusst. Aber wo genau jetzt da die Standorte, wo Hand, das ist tatsächlich wieder tiefgreifenderes Gaming-Wissen, sag ich jetzt einmal so. Aber ist interessant zum Wissen, auf jeden Fall. Zeig schon, der Mr. YBO kann uns da immer Hintergrundinfo geben. Gut, also gehen wir nach Jerusalem. Passt. Akkon. Die Alternative war Akkon. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Ort heute noch gibt. Gibt es Akkon heute noch? Ich glaube nicht, oder? Also, wahrscheinlich gibt es schon, aber her wird halt anders heißen, schätze ich mal. Also, Akkon habe ich zumindest noch nie in die Nachrichten gehört. In Odyssey auf das Mailänder Schwert umgestiegen. Ja, zu Odyssey kann da absolut gar nichts sagen, Herbert. Ich habe die neuen Teile alle nicht gespielt. Ausgehend davon, dass der Desmond Miles eigentlich Barkeeper in Brooklyn ist, denke ich mal, dass das entweder Denver oder irgendein anderer Standort in den USA ist. Jetzt nicht mal das habe ich gewusst, dass er Barkeeper ist, ja. Aber dass er in Brooklyn Barkeeper ist, das habe ich nicht gewusst. Und Akkon gibt es scheinbar noch. Okay, ja gut. Wie gesagt, ich gestern einmal erklärt gehabt, immer dann, wenn wir zum ersten Mal in die Städte reisen, also wir sprich gestern Damaskus und heute eben jetzt Jerusalem und später halt dann auch noch Akkon, beim ersten Mal muss man hier reiten, ab dem zweiten Mal kann man dann schnell reisen. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über ihn. Ist sogar die Bar bekannt, die heißt Bad Weather. Okay. Wird das in die Spiele mal gesagt? Ich hab keine Ahnung. So, jetzt schauen wir mal auf die Map. Das ist der frische Knopf, da müssen wir her. So, wir haben jetzt... Damaskus ist der Mond. Akkon ist Templerkreuz. Ja, toll. Und Jerusalem ist ein Templerkreuz mit Schädel dahinter. Okay, ja gut. Also Jerusalem haben wir gemeint. Dann gehen wir nach Jerusalem. Ja, das kann vielleicht durchaus möglich sein, dass das eine verdrängte Sache von mir ist, dass ich das einfach nicht mehr weiß. Ich habe die Gespräche damals tatsächlich sogar geführt. Aber ich kann mich halt einfach absolut nicht mehr daran erinnern. Das ist halt das Nächste. Also vielleicht habe ich es einmal gewusst, aber ja. Du hast mir noch ein Foto vom Fertigen geschickt. Achso, vom Emote. Ja, okay, passt schon. Schauen wir nachher da. Danke dir. Mir wundert es, dass du jetzt nicht irgendwelche... Ja gut, okay. Gerade wollte ich sagen, dass da nicht irgendwelche Kasperl durchtrat haben. Achso, Essen, okay. Da muss man dann anschauen. Kannst du das auch im Futter-Channel stellen, wenn es war. Haben wir ja jetzt.
Vor allem, wie die halt sofort spitz kriegen, dass ich eigentlich ein Feind bin. Man muss auch aktiv immer so oft wie möglich mit der Lucy reden, dadurch erfährt man mehr Background, das haben sie ein bisschen dumm gemacht, weil wenn du das nicht weißt, verpasst viel. Ja. Also, in Brotherhood habe ich tatsächlich viele Gespräche mit der Lucy geführt und auch so im Zwarer, wo du halt da in der anderen Basis dann sitzt, da wo man dann auch andere Charaktere noch kennenlernen während. Aber das ist alles so viel Stuff gewesen, was du da erfasst, also das, wie gesagt, das weiß ich alles gar nicht mehr. Aber werden wir wieder alles erfahren, denke ich mal. Ja, genau, freilich. Der andere drauf wieder. Chill eigentlich ein, du kommst mir sowieso nicht noch. Hä? Wo geht's denn du jetzt lang? Versteh ich nicht. Oh, da ist ein Templer. Okay. Hä? Wo geht's denn da auf? Ja toll, dahinter. Das ist mir schon klar, dass dahinter weitergeht, aber... Hat der Bito vielleicht falsch hergeritten, das kann natürlich auch möglich sein. Na, da schaut's aus, wie wenn's aufgegangen. Hey, check's nicht. Ja, toll, aber wo geht's jetzt aus dem Tal raus? Das ist die Frage. Ja, da, okay, aber das ist halt hundertprozentig falsch. So war ja vorbei, ja, kennen wir, gell? Ah, da vielleicht jetzt, hä? Ah, auch nicht. Ja, da hinten geht's auch nicht aus, oder? Auch von mir selber. Ja, mein Ziel ist links oben. Beziehungsweise irgendwo dahinter. Ja, da geht's halt aber nirgendwo hin. Das ist ja mein Problem. Jetzt tun wir die Karten her. Ich suche jetzt einmal schnell den Aussichtsturm und steig da mal auf, da mal sehen, wo es überhaupt lang geht. Wahrscheinlich bin ich komplett falsch. Sehe ich schon, können wir, dass wir die jetzt so 1000 Euro werfen. So, schauen wir mal. Leg mir die Karte nochmal auf und dann sage ich, wo es weitergeht. Oder auch nicht.
Aber da hinten geht's auf, da schon her. Ah ja, okay. Was gleich so aufdickt die Karten ausmacht. Dich hol ich mir! Ja, das ist schon dahinter, oder? Ja, das ist schon dahinter. Okay. Ich krieg dich! Geh mal rüber, ich stich dir an, ich schwör's dir bei Gott. Passt ihn! Passt ihn! Findet er raus, wo er hin ist! Da, dort ist er! Okay. Haltet ihn! Stirbt! Schafft ihn! Hä, aber bin ich von da nicht runtergekommen? Steht die Frage nicht. Orientierungssinn gleich nicht vorhanden. Matzo, ich bin nicht aggressiv, ich bin flauschig. Okay. Aber wir haben da voll Schobung, oder was? Ja, scheinbar haben wir da voll Schobung, okay. Ja, Herrgott, Seele, dann kämpfen wir halt. Ruhe. Flauschige Leute stechen aber keinen ab. Doch, die Unflauschigen. Hat es da eigentlich schon eine Funktion geben, wie man Pferdl herbeipfeifen kann? Wahrscheinlich nicht. Gut, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als wir es eigentlich gemeint hätten, aber gut. Hauptsache, wir kennen wir irgendwie an. Ist das eigentlich der Ernst, dass du weit und breit kein einziges Pferd umeinander rennt? Gibt es eigentlich in den neuen Assassin's Creed Teile schon eine Ausdauer? Weil da kannst du unendlich lang sprinten, jetzt da bei den Eltern-Teile, sag ich jetzt einmal. Wie weit geht's denn da nun? Ja, jetzt kommt mir mein Pferd auch hinterher, jetzt wo ich da bin. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu... Michi, habe ich Ehre. Ja, auf aufs Pferd. Gibt Ausdauer, okay. Ladies and Gentlemen, gestarten. Jerusalem. Das findet sogar das Pferdl geil. Ja, schön. Schauen wir mal. Price habe ich Ehre. Aber kann man nicht unendlich sprinten in die Neuer oder bin ich jetzt komplett? Zu den Neuer kann er da absolut nichts sagen. Weiß ich nicht. Wisst ihr dabei, ja, das ist eine interessante Info, das werde ich mir merken. Weil das habe ich nämlich auch nicht gewusst. So, los mir raten. Die lassen uns bestimmt nicht einfach so durch das Tor marschieren, oder? Ja, das denken wir. Das denken wir. Aber wir sind ja findige Assassine. Wie kriegen wir das hin? Weil rein zufällig haben sie da einen Balkon hergebaut. Gott erbarme dich, er ist verrückt.
Kannst du halt auch ein Problem verzeihen, dass das kein Mensch nicht gespannt, dass ich da über die Dachel von über die Köpfe von denen ich drüber springe. So einfach kann man Stadtwachen umgehen. Ja, da nehmen wir gleich, ich darf einmal vorschlagen, wir nehmen als erstes einmal den Aussichtspunkt da mit. Müssen wir erst einmal schauen oder herausfinden, wo überhaupt unsere Assassinenbasis ist. Oh, du stehst gut da. Da pass auf. Oh. Also, so war es jetzt eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich anstechen, aber gut. Ist es so anders. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Also, sobald du halt nicht mehr am Boden bist oder in Gebiete, wo das Pferd nicht hingeht, bleibt stehen, wo du angestimmt bist. Okay. Ein kleines Opfer für eine große Belohnung. Ihr müsst nicht länger darben. Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. So wie es ausschaut, hast unser nächstes Opfer wohl Talal. Weil der Heroid, oder wie man den nennt, keine Ahnung, der hat gerade den Namen Talal erwähnt. Und der Name sagt man tatsächlich sogar noch was. Ah ja, unsere Assassinenbasis ist also jetzt auch auftaucht. Das ist gut für uns. Schauen wir gleich mal vorbei. Oh, da haben wir eine Flagge, die nehmen wir mit. Machen wir seinen Stand kaputt, weil, warum nicht? Ja, das ist ein Aussichtspunkt, nehmen wir den auch gleich mal mit. Klappe. Ist mir gar nichts zum Sagen. Was sind eigentlich die Assassin's Creed Chronicles? Das musst du dir vorstellen, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist so 2,5D-Spiel. Also, du musst dir vorstellen, wie so ein Mario-Spiel tatsächlich. Da geht's aber mehr aufs. Da ist eigentlich mehr Stealth. Wenn's zu mehr herzt. Ich hab Chronicles China habe ich tatsächlich sogar gespielt damals auf der. War das auf der Playstation? Das war auf der Playstation. Ist halt jetzt nicht das klassische Assassin's Creed, so wie du das jetzt da sagst. Aber. Ja, wie soll ich sagen? Es war eine Abwechslung, sagen wir es so. Aber es ist eigentlich mehr so. Es ist kein Jump'n'Run nicht, aber eigentlich schon. So, wenn es zu mehr jetzt. Können wir uns auch mal einen Trailer anschauen, wenn es ist. Da hat's glaube ich drei Stück gegeben. Einmal von China, von Indien und von Russland, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so war das. Du hast 3 Teile auf Ubisoft gekriegt. Also man kann es einmal spielen. Für den einen oder anderen ist das Spiel vielleicht auch interessant. Es ist aber jetzt nicht so das klassische Assassin's Creed, so wie du es kennst. Aber kannst du ja mal reinschauen. Also wie gesagt, ich hab Chronicles China habe ich komplett durchgespielt gehabt. Es ist ja tatsächlich, wenn es das komplett auf Stealth spielen möchtest, also ohne erwischt zu werden und ohne einen Kampf zum Starten, ist das Spiel tatsächlich sogar ziemlich herausfordernd. So, da haben wir wieder unseren Verbindungsmann. Ja genau, das waren 3 Stück. Und China habe ich komplett gespielt. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen 3 Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden bei der Moschee in diesem Viertel und im Osten vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab Arihah-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen.
Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Kurz zur Erklärung, der Typ da, oder? Das ist der Assassine aus dem gestrigen Stream, der wo seinen Bruder verloren hat. Also ganz am Anfang, wie wir ja in den Tempel eingebrochen haben. Der ist ja dann noch zurückgekommen, lebendig, aus welchem, wie er das geschafft hat, weiß zwar kein Mensch nicht. Aber der hat jetzt seinen Arm verloren und er ist jetzt logischerweise auf uns nicht so flauschig zu sprechen, ja? Nur der Vollständigkeit halber. So, er hat uns wieder 3 Orte genannt. Das habe ich gestern schon erklärt. Beim ersten Teil ist es noch relativ stumpf gehalten, weil Testballon und so. Diese 3 Orte müssen wir jetzt auf der Karte erstmal ausfindig machen und da helfen uns jetzt wieder die Aussichtstürme. Angeber. Ihr seid hier nicht erwünscht. Wir können tun, was uns gefällt. Okay, man kann also im ersten Teil noch keine Luftattentate machen. Okay, hau ab da drin, das war ja die Anstich. Aua. Oh, das sind ein wenig fein. Gut, dass wir einen Konterkill haben. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Nehmen wir das Kurzschwert. Ich meine, geht ein wenig schöner. Okay. Also, wir stellen mal fest, Konterkill OP. Weil Luftattentate gegen einen Kodex sind, glaube ich. Warum hat er, aber das hat doch der Ezio dann... Oder haben sie das generell erst im zweiten Teil einfach eingeführt? Das kann nämlich auch sein. Aber ich hätte gedacht, das hat man im ersten Teil auch da können. Aber gut, das ist eh wurscht, das kann ich sein. China, India und Russia waren Ableger fürs Handy, mittlerweile auch für den PC, die als Stealth-Action-Side-Scroller angelegt haben und die Spielweise wird stark vom jeweiligen Land beeinflusst. In China spielst du sehr stealthy und hast kaum Nahkampf. India ist sehr schwertkampflastig und Russia ist sehr auf Hinterhalt und Fernkampf. Okay. Ja, wie gesagt, ich hab nur das China gespielt und das war halt, wenn du das richtig stealthy gespielt hast, war das schon sehr, sehr herausfordernd. Also das war jetzt nicht irgendetwas, was du mal so auf 0 auf 15 durchspielen kannst. Aber von den anderen Teilen, wie gesagt, weiß ich es tatsächlich nicht. Vielleicht spiele ich die auch mal so, wenn wir mal sonst überhaupt nicht wissen, was wir zum Spielen haben. Wobei man glaubt, dass ja überhaupt kein Problem nicht haben, was das angeht. Aber vielleicht lohnt wir mal in so ein Spiel rein, weil eventuell ist das für den einen oder anderen was. Der heißt Orlov. Also den in China hat schaut schon geheißen und ist vom Ezio ausgebildet worden. Das ist praktisch so ein bisschen eine Afterstory, was der Ezio dann nach seiner Assassinenlaufbahn gemacht hat. Also gut, ist jetzt nicht unbedingt relevant, aber es ist eine nette Nebengeschichte, sagen wir es mal so. Der Ezio kommt aber tatsächlich in die Spiele eigentlich überhaupt nicht vor. Also nur wenn da jetzt Tutorial technisch was erklärt wird, dann sieht man halt einen Ezio als Opa. So. So, da ist der Taschendiebstahl. Haben wir mir jetzt ernsthaft nichts aufdeckt, wo unsere Informanten haben? Ist der Ernst? Achso, ich sehe schon, das Gebiet da ist wieder abgrenzt. Ja gut, dann müssen wir jetzt einfach einmal da her schauen. So, dann habe ich dere. Alles fit bei dir. Noch ein Einser. Na, also China spielt noch Revelations irgendwann? Keine Ahnung. Ich glaube Revelations. So, dann ist fit bei dir. Achso, da ist auch wieder angrenzt, oder was? Ja, toll. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Güte. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ah ja, okay, ja. So haben wir den Namen auch. Ja gut, die werden wieder unflauschig, also gehen wir einfach außen. Man kann man sollte jetzt auch anstichen, ja, so war es jetzt nicht, aber man muss ja jetzt nicht gleich die ganze Stock gegen sich bringen. Ja? Das wird uns nachher sowieso nicht ausbleiben. So. Hoppala, die Zänke am Baum gesprungen. So, sehe ich das richtig, dass wir da auf die Kuppel laufen müssen?
Ja, das wird bewacht, war mir klar. Was denkt dieser Mann sich nur? Ist er verrückt geworden? Ja, da geht's also so einfach nicht auf. Jetzt passt so, das filmt mir jetzt schon. Das hat's halt im zweiten Teil gerne mal gegeben, so Kletterrätsel mehr oder weniger. So ein Narr. Ja gut, okay, weiter als so aufgekommen. Ah, okay, da, nice. Ich hab gerade einen Espresso braucht, sonst war ich im Steh eingeschlafen, müsste so, dann waren sie länger wach. Ist das im Bereich des Möglichen? Ja, der Mr. YBO hat sehr viel Plan von dem Ganzen. Muss man schon mal sagen auch. Ja okay, da ist jetzt ein Heuhaufen, aber... So, aber ich denke mal schon, man muss da halt die Kuppel auf, oder? Jetzt müssen wir halt wieder schauen, wo wir rauf können. Da eventuell? Nö. Ja gut, oder so. So geht's natürlich auch. Das ist schon der Gockelmann. Das, was uns praktisch schon sagt, dass man da irgendwo... So, wir haben ja jetzt schon auf den... Okay. Du hast ja gerade einen Booster angerührt. Sehr gut. Level Up, meine hast du, glaube ich, ja? Oder Gamers Only, ich weiß nicht mehr genau. Ah, da haben wir einen Informanten aufgedeckt, Freunde, da schau her. Informanten-Herausforderung. Nehmen wir. Level Up, okay. Da lass ihn auf alle Fälle schmecken, Mr. Herbert. So, wo ist jetzt der Haiwagen, wenn der war da rennt, oder? Ja, wobei, können wir uns eigentlich da oben fallen lassen. Weil so hoch ist jetzt das auch wieder nicht. Gut, dann schauen wir uns an, was unser Informant zum Sagen hat. Ja, jetzt pferd's mir wegen der Song. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Bleib weg von mir! Wir haben Bär in der Hosen. Nix gibt's. Machen wir mir eigentlich 100% oder nur durchspannen? 100% Platin Run macht man mir voraussichtlich nur in Demon's Souls. Wir spielen es ganz entspannt einfach durch. Halten wir uns überwiegend an die Story. Also wir werden jetzt da auch nicht mords rumrennen und die ganzen Flaggen sammeln, weil das ist eigentlich uninteressant. Also finde ich jetzt. Also wir werden uns da rein auf den Story-Aspekt begrenzen. So, da ist unser Informant. Sehr gut. Habe ich den großen Altair vor mir? Welch Ehre. Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masyaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte. Doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. Wo sind wir da? Masyaf-Flaggen. Ach ja, die werden ja auf der Minimap gezeigt. Ja, lol, okay. Guten Nachmittag Gamer B98 HAWEDEYEY. Mr. Option, habe die Ehre. Merci dir für deine 100 Bits. Alles fit bei dir. Hab ich eigentlich zufällig einmal erwähnt. Ja, wie viel sollen wir sammeln? Achso, das war ein Jerusalem-Kreuz. Meine Fresse. Ja gut, das schaffen wir zeitlich ja locker. Okay.
Das ist einfach toll. Sehr Ich gut. wusste, ich kann mich auf Meister Altair verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. Okay, das ist einer, also ein richtiger Feigling. Okay. So, was haben wir jetzt da? Nochmal ab zur Mercedes. Jetzt gerade so. Nicht ansatzweise so viel, als wie möglich wäre. Die ganzen Grafik-Novels und sonstigen Comics-Bücher habe ich nicht alle gelesen, weil erstens sind mir die saftig zu teuer. Danke Ubisoft an der Stelle. Und noch Black Flag habe ich mit Assassin's Creed aufgehört. Ja, nicht nur du. Also ich habe Black Flag nicht einmal mehr komplett durchgespielt. Das glaube ich, habe ich 3 Stunden oder so gespielt. Oder 4 Stunden und dann war ich einfach raus aus Assassin's Creed. Weil für mich einfach die Story nach dem 3 Jahren abgeschlossen war. Obwohl viele Leute sagen, Black Flag ist eins der besten Assassin's Creed Spiele, die was bisher gebracht haben. Aber mir hat da erstens einmal das Setting nicht so wirklich begeistert und zweitens einmal, wie gesagt, die Story war halt für mich an der Stelle einfach abgeschlossen. So. Altair, ich habe mir Feinde gemacht. Al-Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich. Aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir. Und ich teile mein Wissen mit euch. Vor allem, ich finde das irgendwie witzig. Wir sitzen eigentlich im selben Boot und er gibt uns aber nur die Infos, wenn wir eher einen Arsch retten. Wenn er uns einfach gleich die Infos gab hat, kann man einfach von Haus aus abstechen, den Typen, der wo dafür verantwortlich ist. Der Herr ist mit uns, alter Mann. Gottloser Heide. Haltet sie fern von mir, Altair! Haltet doch immer Möge der Herr keiner Seele gnädig sein. Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken weisen. Vielleicht weißt du es, aber deine Niederlage ist besiegelt. Du willst sterben? So sei es. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ich hab gesagt, da könnten jetzt auch 50 da stehen und die Stats nicht verlieren können. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, lass mich abvisieren, du weißt die Pflunzen. Ich brauche meinen Informanten. Hallo. Dankeschön. Achso, da kommen jetzt Priester, oder was? Ah ja, okay. So, wo ist jetzt unser Informant hin? Nicht mehr da. Da ist er. Seit Origin sind es eigentlich mehrere RPGs als Assassin's Creed Spiele, genauso ist. Das ist halt mittlerweile einfach ein Open-World-Spiel geworden. Und was ja grundsätzlich jetzt nicht schlecht ist. Um Gottes Willen sind ja keine schlechten Spiele, das möchte ich nicht sagen damit. Aber für mich war halt Assassin's Creed einfach immer ausschlaggebend dafür, dass es halt einfach eine gute Story hat. Ja, das haben die anderen 5 haben da auch gerade gesagt. Okay. Hey, aber Moment einmal. Haben wir jetzt mit dem einen Bezirk da automatisch die 3 aufdeckt? Weil das war doch vorher noch nicht. Achso, da müssen wir. Logisch, da müssen wir hin. Okay, ja, passt schon. Ja, da möchtest jetzt du aussehen, oder was? Warum behelligt ihr mich? Hinfahren! Habt Dank, Bruder. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Talals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Okay, das war ein wenig einfach. Ja, wie gesagt,
Das Ding ist halt, was halt die Problematik dahinter, die wo ich für mich selber sehe, ist halt einfach die, es gibt halt mittlerweile so viele Open-World-Spiele. Und Assassin's Creed finde ich weiß nicht, ich komme damit da nicht so, ich werde da nicht warm damit. Schauen optisch brutal geil aus und teilweise sind die Settings auch richtig cool. Also auch gerade das von Dingens, was war denn das für uns? War das Origin, glaube ich. Im alten Ägypten, das Setting hätte mich richtig interessiert, aber es ist halt einfach kaum noch Story dahinter so. Es ist halt einfach eine riesige Spielewelt mit, keine Ahnung, wie viele Haupt- und Nebenmissionen und Collectible-Stuff, einfach halt typisch Open-World-mäßig. Oh, das Klettern in dem ersten Teil, das ist der einzige Grips. Und wenn wir jetzt dann halt einfach ein gutes Open-World-Spiel holen will, sag ich jetzt einmal, dann kaufen wir irgendwie, keine Ahnung, Dark Souls, ja gut, das ist auch kein Open-World-Spiel nicht, aber, oder ein Witcher zum Beispiel, weißt du, wie ich meine? Du hast nicht einen Teil gespielt. Michi, also ich kann auf alle Fälle die ersten 3 Teile kann er da wirklich empfehlen. Also wenn du auf eine gute Story stehst, so, dann kannst du dir die ersten 3 Teile definitiv geben. Wenn du aber mehr so, eben so Open World Zeit mehr jetzt, dann musst du die neueren Teile kaufen. Da ich die Vorgänger nie gespielt habe und Odyssey als erstes, finde ich gut. Wie gesagt, die neuen Teile haben absolut keine schlechten Spiele, nicht, um Gottes Willen. Also das kommt jetzt vielleicht ein wenig so aber die haben durchaus eher einen Reiz, aber für mich ist halt Assassin's Creed ein rein Story-Spiel gewesen. Immer schon. Also eben das, was wir halt jetzt da betreiben. Ich glaube, wie ist denn das eigentlich in den neuen Teilen? Hast du überhaupt noch irgendeinen Bezug zum Animus? Oder ist das einfach nur noch so ein Nebending? Weil da jetzt in den ersten Teilen macht halt der Animus, der hat halt da einen Sinn, so. Oder Horizon Zero Dawn, da wo man zwar Setting jetzt auch nicht so wirklich zufügt, obwohl das neue verdammt geil ausschaut, muss man auch dazu sagen. Eventuell spielen wir Horizon Zero Dawn sogar einmal. Eventuell. Nebending. Hin und wieder muss ich da hier, aber ich verstehe nicht warum. Ja, der Animus ist halt da quasi der Dreh- und Angelpunkt. Ohne Animus kannst du quasi einen Assassinen gar nicht spielen. So, auf der Art Informanten-Herausforderung. Aha, das ist also unser letzter Punkt, da wo wir hin müssen. Sehr gut. Ich werde dir die Hände abschlagen. Habt ihr etwas zu sagen? Bereue deine Sünden. Ihr könnt nicht fliehen. Ist da ein Nest oder was? Hoppala, ich hab den falsch geschlagen. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Also wie gestern, der mir das Messer ins Kreuz eingehauen. Aber was möchtest denn du jetzt, hä? Ich glaub, der hat ein Loch in den Schuh. Gibt's eigentlich jetzt, weil ich das gerade lese, gibt's außerhalb vom Animus jetzt überhaupt noch irgendeinen Charakter? Oder ist das einfach irgendein so Ego-Perspektive? Also bei Black Flag weiß ich, du hast in der Ego-Perspektive gespielt. Also du hast eigentlich nicht gewusst, wer du eigentlich bist. Friede sei mit euch, Altair. Wir leben in schlimmen Zeiten, nicht wahr? Ich habe jedenfalls viele Probleme. Ich hatte den Auftrag, einige merkwürdige Vorkommnisse im Nobelviertel zu untersuchen. Und Talars Männer haben ein Gesicht gesehen. Mein Status ist unsicher. Würdet ihr sie für mich eliminieren? Im Tausch der Informationen, die ihr sucht? Was haben wir jetzt? Achso, wir sollen die jetzt abstechen, oder was? Ja gut, da brauchen wir mal die versteckte Klinge des Vertrauens, Freunde. Und dann gehen wir mal auf Spurensuche und schauen wir mal, wen wir da hops nehmen müssen. Wer der Uranus? Mr. Sordon, jetzt weiß ich nicht, was man sagen möchte damit. Ja toll, die haben jetzt bestimmt wieder in irgendeiner so einer saudepperten Gestecken, da wo wieder kein Mensch nicht hinkommt, oder? Ah, okay, den erst. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Schau aus, als ob ich Geld hätte, ha? Schupferbrunstenbläde. Hau ihn ab. Gut, seh, fix nochmal. Ach, er ist mein Ziel, oder was? Ah, ja. Ah, da ist noch mehr Ziel.
Ich hab nix da. Lalalala. Hey, du bist hier. So, jetzt geh ich stiften, aber sowas von. Zupfte! Hey, euch kenn ich doch. Du bist Streamer, du musst Geld haben. Das glaubst du aber auch gerade du. Du hast schon noch Charaktere außerhalb vom Animus, aber die haben halt nicht wirklich durchdacht, habe ich das Gefühl. Ja, weil halt nach dem Desmond halt einfach, wie gesagt, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, nach dem Desmond war halt einfach Ende. Altair, ihr konntet die mich kannten, loswerden. Exzellent. Hier ist alles, was ich über Talal weiß. Er ist ein mächtiger Sklaventreiber, der ein Gebiet nördlich der Stadt besetzt, nahe der Barbakane. Er zahlt den Stadtwachen Tribut, damit er in den Schatten operieren kann. Aber nach dem, was ihr mir heute gezeigt habt, bin ich sicher, dass er dasselbe Schicksal erleiden wird wie die anderen. Ich danke euch, Altair. Jetzt pass mal auf, du Zauberer, du bist doch selber Assassine. Warum nimmst du nicht deine eigene versteckte Klinge her? Ich verstehe die Frage nicht. Kapier nicht. Der Sai hat's checkt. Nein, wer der Uran? So, dann fängst jetzt du auch noch an zum Obergeschubsten zum werden, oder was? Ich versteh's nicht. Das färbt ab, hab ich so das Gefühl. So, wir haben jetzt alle Infos, meine ich, oder? Schaut tatsächlich sogar so aus. Ja, gut. Bei GameStar haben sie mir gesagt, bei den Neuer ist der Animus ein geschichtlicher Klotz am Bein, den sie halt mitschlafen. Ach so. Die wollen das eigentlich gar nicht. Ja, das ist halt das. Ich sage einmal so, die neuen Teile haben halt mehr aus Profit entstanden. Da die jetzt, also sage ich jetzt einfach einmal. Ich meine, warum auch nicht? Assassin's Creed ist halt einfach, ja, ein Magen. In dem Sinn. Ich darf sogar fast sagen, das ist Ubisofts ist, glaube ich, sogar Ubisofts Haupteinnahmequelle. Glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, gibt es noch irgendeinen anderen namhaften Titel von Ubisoft, der wo so bekannt ist wie Assassin's Creed? Oh ja, das Kraxeln im ersten Teil. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Fast so reich wie der Montana Black kenne ich ihn privat. Du Depp, du. Ey, wenn ich so reich war wie der Montana Black, dann darf ich mit Sicherheit nicht mehr da arbeiten, wo ich arbeite. Das weißt aber du schon. Hat da jemand ein Problem, dass ich auf den Dach umeinander steige, oder was? Wer? Wer hat da ein Problem? Das ist mein Dachel. Du weißt es gerade nicht. Far Cry, ist das von Ubisoft? Ist Far Cry von Ubisoft? Ich kann es eigentlich nicht sagen, ich habe noch nie Far Cry gespielt. Malik. Okay. Wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ja, Gott sei Dank, er gibt uns immerhin die Feder, er ist so gut. Ja, und jetzt? Hallo? Ja, und jetzt? Ah, okay. Far Cry, Rainbow Six Siege, Watch Dogs. Ja gut, Watch Dogs meine ich hat nicht so viel angeworfen, oder? Aber ja gut, ja, Far Cry glaube ich ist auch noch eine gute Einnahmequelle für Ubisoft. Far Cry 3 und 4 auf die Liste. Mr. Herbert, ich kann mit Far Cry nichts anfangen. Aber du kannst das ja gerne mal als Wunschgame äußern, wenn du mal die Punkte beieinander hast. Wenn's war. Das gilt generell für alle. Also. Wer da überhaupt arbeiten, wenn er genug Geld hat? Das ist wieder die andere Frage. Genauso ist. Der Mr. Sordon hat's verstanden. So, wir müssen jetzt einen Talal-Hops nehmen. Attentates Sale. Okay? Dann machen wir das einmal. Du sparst auf Hall of Fame. Ehrenmann. Oder Ehrenbazi, so muss man sagen. Von Watch Dogs hat es aber nur ein Spiel gegeben, meine, oder? Oder gibt es da mehrere Teile? Aber ich meine, dass es da nur einen Teil gibt.
War das nicht damals ein Release-Titel zu PS4? Oder täusche ich mich da jetzt? Da gibt's mehrere, okay. Gibt's 3, okay. Ja, aber das sind halt so Spiele, die gehen an mir vorüber, warum auch immer. Far Cry 3 hat halt unglaublicherweise für Ubisoft-Game einen der besten Bösewichte der Spielgeschichte. Ernsthaft? Aber ist das, Far Cry ist ja so wie die neuen Resident Evil, oder? So von der Spielweise her. Weil man kann ja nicht sagen, dass Resident Evil, dass Far Cry sich von Resident Evil angeschaut hat, das muss auch andersrum gewesen sein, weil Resident Evil war früher ein reiner Ego-Shooter. Quatsch. War das ein Ego-Shooter? Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt ist es ein Ego-Shooter, früher war es Third Person, glaube ich. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ja, habe ich mitgekriegt und das ist gut so, Mr. Michi. Hat der gerade Bauer zu mir gesagt? Hier nichts zu suchen. Geht. Far Cry ist ein Fraps Open World Shooter. Okay, ja, gut. Wie gesagt, das sind Spiele, mit denen beschäftige ich mich eigentlich ja so nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Na, Far Cry ist Far Cry. Immer schon Open World Shooter. Ja, okay, steinigt's mir, Entschuldigung. Ich mir immer verspielt, was ich noch nicht gespielt habe. So, wie wir mir gelernt haben, Leute, dann sind eine gute Alternative, um auf Dachel zu kommen. Da machen wir halt das einmal so. Achso, wir sollen da. Aha, ja, ich sehe schon, auf was das. Ich sehe schon, was das aussieht. Da kommen wir jetzt ohne Konfrontation wahrscheinlich nicht so einfach durch. Weiß ich schon. Muss ich aber auch nicht. Wenn du da runterfällst, dann kannst ja du mit. Blöde Sau, du hättest jetzt ja nicht einfach runterfallen können, du hättest mit Schwalbe machen können. Ja gut, das hilft dir nicht. Na gut, dann machen wir es halt so. Watch Dogs war ein Ubisoft-Ableger zum Vergleich zu GTA von Rockstar. Ah, okay, ja gut. Ja, also generell könnt ihr merken, das glaube ich, habe ich aber schon das eine oder andere Mal erwähnt. Und das könnt ihr auch anhand von meinen Kanalbelohnungen, oder Kanalpunktebelohnungen ausfindig machen. Ich hab mit Shooter überhaupt nichts am Hut. Also das sind halt tatsächlich dann auch die Spiele, die wo an mir vorbeigehen, weil auf das schaue ich gar nicht erst. Ja, ich kann den jetzt da leider nicht hops nehmen, weil sonst kichtelt da einer daher. Oh. Das ist schlecht. Ich hab grad 5 und New Dawn gezockt. Okay. So, aufgemerkt, Freunde. Ja, da geht's um einen Sklavenhändler jetzt. Um Ehren. Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Ein Pärchen. Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nicht. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Ich kann jetzt gar keine Waffen ausrüsten? Was ist denn das für Scheiß? Ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht. Und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Ja, tretet ins Licht, ja toll. Hab 5 auch gespielt, aber aufgehört gar nicht mein Fall. Was ist? Nun stehe ich vor euch.
Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Das wird euch eine Lehre sein. Einfach mal ins Pippel reinhauen, dass er schreit 3 Wochen lang. Ey, zu zweit zählt's nicht. Flauschig bleiben. Oh, die kommt dann auch, da muss man aufpassen. Was ist los mit euch? Okay, und jetzt müssen wir ihm nachhören. Achso, der steht da oben, oder was? Mehr Lord, dann mehr gut. Na, du sollst in den Raum gehen, du sollst da... Ah ja, den müssen wir jetzt nachher, okay. Ja, toll. Ah, da hinten ist er. Oh, wieder. Tötet ihn! Möchtest du mal schauen, wo der ist? Ja, wenn jetzt dein Maul holst, ha? So, wo ist jetzt der andere? Ach, da ist er! So, Ende. Nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Hoppala, Entschuldigung. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr, in eurer Unwissenheit. Euren Geist ab. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Ich fühle mich gerade voll wieder richtig alt. Ich habe nur das Einser gespielt und das zum Release. Der Release war 2007. Das haben wir gestern auch kurz besprochen. Also, man sagt ja aber, ja, Assassin's Creed 1, oder man fühlt halt, man meint halt so, ja, Assassin's Creed 1 ist so vor 5 Jahren oder so rausgekommen. Ja, es sind halt fucking 15 Jahre, was das her ist.
Mir ist gestern eigentlich ähnlich gegangen, wo man so denkt, Alter, es ist 15 Jahre her, dass das Spiel released worden ist und mir kommt so selber vor, wie wenn es, keine Ahnung, vor 3 Jahren das erste Mal gespielt hätte, so auf die Art. Achso, du redest jetzt vom Far Cry, jetzt du redest von Assassin's Creed, okay. Bist du schon wieder dahin? Passt schon, Price, merci fürs Dosen. Schönes Wochenende dir noch. Wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. 2004 war ich 11. 2004 bin ich 11 Jahre alt gewesen. So, Zipfelklatscher Nummer 2 ist hin. Zurück zu Al-Mualim, ja okay. Erinnerung bis Masyaf vorspulen. Also da kann man theoretisch jetzt den ganzen Weg zurückreiten, da haben wir aber nicht. Das gibt man natürlich. Lassen Sie sich Zeit. Durch langsame Bewegung. Mich dünkt, ihr hattet Erfolg? Der Sklavenhändler ist tot. Ja, die Vöglein haben es mir bereits geflüstert. Ach so, die Vöglein. Schmutziges Geschäft. Es mangelt an Arbeitern und Soldaten. Diesen Mann zu töten hat zahllose Leben gerettet. Ihr habt den Sarazenen und Kreuzfahrern ohne Frage zusätzliche Truppen versagt. Es sind finstere Zeiten, wenn Leben in Gold aufgewogen werden. Erst recht, wenn es so geringe Mengen sind. Er sah es anders, behauptete, es wären keine Sklaven, dass er ihnen helfen würde. Wisst ihr, woran man erkennt, ob ein Mann dem Wahn verfallen ist? Sie sprechen mit sich selbst, verletzen sich. Nein. Es sind jene, die sprechen und handeln, als wäre alles in Ordnung. Ich verstehe nicht. Nur wenige gestehen das Böse ein. Es ist stets zweckgebunden. Stets erklärbar. Also hat er gelogen. Ich war nicht dort, hörte seine Worte nicht. Aber ja, so ihr die Wahrheit sagt, wollte er wohl nur seine schändlichen Taten entschuldigen. Aber ich sah sie. Die Männer und Frauen, die Sklaven sein sollten. Eine absonderliche Auswahl. Alt, krank, toll. Schwach, ja. Wie kann man einen besseren Soldaten erschaffen, als ihn aus einem gebrochenen Mann neu aufzubauen? Gebt ihm, was ihm gefehlt hat, und versprecht ihm noch mehr. Das scheint mir sehr aufwendig. Das ist es. Aber im Gegenzug erhält man Treue. Mit dem Wissen um ihre Vergangenheit würden diese Männer ihren Retter niemals verraten. Eine interessante Theorie. Seht ihr, es gibt noch viel, was ich euch lehren kann. Alle betrügen. Alle anderen. Sich selbst. Lernt diesen Schleier zu durchschauen und erkennt, dass nichts wahr ist. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Okay. Ist aber ganz interessant zum sehen, was wir für einen Altersschnitt in unserer Community haben. Wir haben ein paar Jungspunde und wir haben ein paar Alte. Wenn man es so sagen kann. Gut. Also, Name Nummer 2 ist gefallen. Dann gehen wir gleich mit Name Nummer 3 weiter. Und lernen wir die dritte Stadt kennen, nämlich Akkon. Ich glaube, in Akkon hat es einen der höchsten, oder glaube ich sogar den höchsten Punkt im Spiel gegeben. Altersdurchschnitt alle älter wie ich. Ich gehe zu den alten Deppen. Man wird nicht alt, ja? Man wird weise, habe ich mal gehört. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Und mir zu den Uralten. Das ist eigentlich schon cool.
Jeder schreibt, ja, 2004 so bin ich aus der Schule gekommen, 2003, ja, Alter, da war ich 8, was ist mit euch? Und dann flext Sam Crowell einer, ja, da war ich schon ein Jahr verheiratet. Eigentlich auch nicht schlecht. Jermaine, habe ich Ehre. Alles fit bei dir, schön, dass du einer schaust. Ja, eigentlich cool. So ein richtig geschubster Haufen halt. Oma-Wifi. Ja, so alt bist du jetzt nachher auch wieder nicht, gell? Also jetzt mach dich nicht schlechter, wie du bist. Oder macht Wifi nicht schlechter, als wie sie, so muss man sagen. Mann wird weise, das ist ein Gerücht. Ich glaub's auch. Gescheiter werden ist schwer, hab ich gehört. Aber gut. Dass die wieder mal ein Kernsurfer hat, der Kollege mal gesagt. Ja, eigentlich auch nicht schlecht. Naja, wenn man an Bob und an Bu extra zum Sachs und Leo sagt, sogar Uroma. Ja gut, da bin ich jetzt zwäng informiert, Mr. Herbert. So, brauchen wir die dritte Stadt. Füllen Sie Ihren Vorrat. Man wird nicht alt, man wird weise. Piefgas, da bin ich definitiv raus. Mr. Seitsching, mich wundert's ja jetzt. Du als Vorstand der Obergeschubsten. Ja? Mich wundert ja das jetzt echt extremst, dass von dir jetzt nicht ein gewisser Spruch kommt, der mir jetzt eigentlich auf die Lippen hängt, aber den ich aus Gründen der gesellschaftlichen Tabus jetzt leider da nicht sagen möchte. Also deswegen wundert es mich, dass du da jetzt eher gemäßigt bist. Ja? Aber gut. Das soll ja mal vorkommen. Ja, das weiß ich schon, dass das Katzen von Mike und von der Wifi hat. Meine Freunde der Sonne, ich meine, falls ich es noch nicht erwähnt habe, der Typ da, der wo gerade so weiß hinterlegt ist, so sind Aluhutträger entstanden. Ja? Ich wollte es gerade mit der Vollständigkeit halber sagen. Gut, ein Drittel der Community kann unsere Kinder sein, es ist irgendwie schon völlig weird, aber auch total genial, wie das halt so alles so hier hat, beste Community vom Welt halt. Ja, geschubst der Haufen halt einfach. Bunt durchgeschubst, darf ich jetzt sagen. Nicht gemischt, sondern geschubst. Vielleicht ein wenig dazwischen gerührt, das kann auch sein, aber... Mehr geschubst ist mehr gut, habe ich gehört. Nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, Mr. Seid. Der ist ja eigentlich an dem Sinn nicht schlimm. Ja, weil den kann man auch eindeutig verstehen und nicht zweideutig. Ich meine, gut, dass du zweideutig verstehst, auch sowieso klar, aber da gibt es noch einen anderen Spruch. Ich bin geschüttelt und nicht gerührt. Ich war gerührt, wenn es Bauern schütteln darfst, was? Okay, da trifft man mal ein bisschen ab. So, warum ist jetzt so die Bude gesperrt? Ich verstehe es nicht. Da springen wir einfach drüber, ist mir scheißegal. Dann weiß ich echt nicht, welchen Spruch du meinst. Ja, den sage ich jetzt lieber nicht. Den sage ich jetzt lieber nicht. Wie gesagt, aus gesellschaftlichen Tabus. Ist vielleicht eh gescheiter. Bleibt so wurscht, wie wir lange nachfahren. Du darfst was, das kein Schüttelfrost nicht kriegst, ist aber keine Hände. Da kommt sowieso nicht drauf. Die verborgene Klinge um einen. So, Freunde, Stadt Nummer 3. Der dritte Handlungsort.
Die Stadt Akkon. Sorry für Caps, alles gut. Wirst du still sein? Niemand wird dir helfen. Ich habe doch nichts getan. Warum tut ihr das nur? Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Okay, Frage 1. Was hat der verbrochen? Frage 2, warum fällt ihm ein Fuß? Du kannst wohl nichts anderes. Du bist kein Mönch. Dein Gott hat dich verlassen. Du bist kein Mönch. Dein Gott hat dich verlassen. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. So. Ich glaube, Akkon ist mehr an der Küste gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das werden wir jetzt eh gleich herausfinden. Warum tut er das? Der ist schlecht zu Fuß. der ist so flach, dass er schon wieder rund ist, wenn du mich fragst. Ihr habt hier nichts zu suchen. Halt dein Futzen. So. Schlecht. Optimisieren, voll Depp. Ich sage, der ist so flach, dass er schon wieder gut ist, eigentlich. So. Das ist einer von diesen typischen Witzen. So, was hat jetzt er eigentlich dafür beim Belauschen? Oh, da kann man belauschen. Ja, dann schauen wir mal. Du hau jetzt ab, weil er sich eine abstreicht, dass der 3 Wochen danach der Kopf noch wackelt, du blöde Truschen, du schleich dich jetzt! Ich hau dich um! So, ich doch da die umhau. Scheiß auf Synchronität. So, wo kann ich jetzt da schauen? Ich mag schauen. Ach, die zwei. Ja, dann brauchen wir Bang. Da hinten haben wir Bang. Das ist gut für uns. Ja, ich möchte jetzt Adlerauge aktivieren. Ich möchte belauschen, Freunde der Sonne. Oh. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Ja, dort sind sie. Kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Ich darf halt auch nie da haben wir auch gestern geredet, ich darf sowas nie öffentlich auf der Straße diskutieren. Das ist, wie gesagt, ich raub doch auch nicht eine Bank aus und geh dann vor das Polizeipräsidium und sag, hey, du, ich hab eine Bank ausgeraubt. An dem und dem Tag, zu der und der Zeit, mit der und der Summe. Also, da ist ein Restrisiko, Freunde. Meine Witze sind flacher als ein japanischer Esstisch. Ja, das ist bei einem Teppich aber auch nur schwer, dass du flacher wirst. Wenn du mich fragst. So, jetzt schauen wir erst einmal in der Basis vorbei. Kann es möglich sein, dass man mir jetzt zufälligerweise, dass das schon einer von den 3 Informanten-Sachen ist? Nein, das kann auch nicht sein. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, was Phase ist, so auf die Art. So, wir haben jetzt... Haben wir schon ein Wurfmesser? Ah ja, lol, wir haben ein Wurfmesser, ist gut für uns. So, geschubsten Gang, ich verlasse euch für heute. Bis zum nächsten Stream. Haut's rein. Mr. Werb, ich sag merci fürs Zuschauen. Haben's ein schönes Wochenende. Eventuell sehen wir uns morgen wieder. Also, wenn's morgen Zeit hast. Morgen spielen wir Demon's Souls. Und habe die Ehre. Na. Ja gut, das ist blond, okay, der helfen mir. Da seien wir halt jetzt einmal so.
Zähne dagegen. Ach, da ist noch einer. Wie lange streamst du heute eigentlich? Bis um der 5. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Das halte ich für ein Gerücht. So bis oder circa zwischen 3 und 5 und viel über 5 Mal Feierabend. Also haben wir schon noch ein wenig. So. Da ist unsere Bude. Hoppala. Ja, hupf halt runter dann, hä? Was ist denn mit dir? Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden werden so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen 3 Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Ja, der scheint uns ein bisschen freundlicher gesinnt zu sein. Also, Freunde der Sonne, wir müssen mal also auf gut Deutsch gesagt, wir müssen einen Doktor abstechen. So. Natürlich haben wir jetzt wieder überhaupt keinen Planet, wo wir hin müssen, also gehen wir erst einmal Vögel streicheln. Oder Falken streicheln, so muss man sagen. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Interessiert mich nicht. Lustigerweise gibt es da eine Art von Menschen, die sich unter einem japanischen Estisch verstecken können. PS, andere gibt es ja nicht, weil... Mr. Seitsching, das ist sehr ehrenhaft, dass du da selber die Gräschen sitzt. Jetzt schauen wir uns einmal in der Stadt um. Da, der... Keine Ahnung, was ist diese Kirche da hinten? Ich weiß nicht. Eine Konzerthalle wird es wohl kaum sein. Aber schaut aus, wie wenn es eine Kirche wird. Der Turm da hinten ist, glaube ich, meines Wissens noch, der Mr. YBO möge mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Aber ich meine, dass das der höchste Punkt im Spiel ist. Da wird man auch noch aufsteigen. Das ist, glaube ich, sogar ein Aussichtspunkt. Und ja, da kann man oben springen und in einen Heuhaufen springen und uns passiert nichts. Ah ja, da haben wir schon das erste. Ein Bogenschützensymbol. Gut, das schauen wir uns an. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Würdiger Mann. Ah, da. Okay. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Ja, toll. Sneaky Peaky soll man es also auch noch machen. Also, das ist ja auch noch gut zu zweit. Ja, gut, dann. Zu viele Bogenschützen, bist du behindert. Zwei Schützen. Einer steht da noch. Ja, der sagt doch das nie nicht. Das andere ist so um sieht man nicht, gell? Ja, das war wahnsinnig schwer, Mr. Informant. Du kannst Epsi. Bleibt stark, Bürger! Bleibt stark in eurem Glauben! Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein! Wisset, dass Gott über euch wacht!
Der hätte sich ja auch ein wenig ein besseres Nest suchen können, wie da erin. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Die Leuchter... Was? Karte, die Leuchter und Patienten in der Festung zeigt. Ah ja. Ja gut, dann. Im Krankenhaus haben sie quasi alle einen kurzen gehabt. Okay. Stromausfall. Halt! Ihr dürft nicht passieren. Das interessiert mich ungefähr überhaupt nicht. Und die scheinbar nicht, weil sonst... Hat's der abführen? Wenn man sich mal so überlegt, damals wie das released worden ist, hat man so gemeint, alter Falter, was ist das für eine riesige Stadt? Aber wenn du es mit den heutigen Titeln vergleichst, ist ja das gar nichts, so auf die Art. Ja, die St. Andreaskirche in Achung ist der höchste Punkt im Spiel. 6. Dann habe ich ausnahmsweise auch mal was richtig im Kopf gehabt. Und der Aussichtspunkt war fürs Licht, weil das hat uns leider nicht weitergeholfen. Gut, ich gehe mal davon aus, dass das dann noch irgendwo da sein wird. Nix gibt's! Schau aus wie Caritas oder was? Ihr wagt es, vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Dieb! Das wird dich lehren. Der Moment, wenn du damals für Diebstahl noch hingekriegt worden bist. Ja, das los hat er mir jetzt noch eher eingehen, dass man für Diebstahl Tento geschlagen kriegt. Ja, den Stich jetzt ab, weil der führt sich sonst wieder auf. Gut. Lauft flauschig, Freunde. Ah ja, alles klar. Er wollte federn lassen. Also da kann ich mich, also mittlerweile so zusammengefasst gesagt, freue mich aber tatsächlich schon eher mehr, wenn man den zweiten Teil da nochmal spielt. Einfach aus dem Grund, weil dort Steuerung schon viel flüssiger ist. By the way, die Kirche existiert halt nimmer, wurde von wurde von den Mamluken mit allen anderen christlichen Merkmalen in der Stadt zerstört. Okay. Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich Ach, lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude. Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. So, dann geht's da los. Okay. Was? Da waren übersenkt. Ist die mitgegangen? Schau, oder? Ja, okay. Da habe ich früher auch so einen Krebs gehabt von den Dinger, weil ich da nicht gespannt habe, dass die im Endeffekt noch an der Strecke angesteckt haben, die Dinger. Aber eigentlich schafft man es zeitlich ziemlich leicht. Ja. Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab!
Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Oder? Ja, die 4 auf 2 Minuten, das werden wir den noch schaffen. Zurück? Gut. Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Mr. Billinger, viel Spaß bei Legends of Vox Machina. Irgendwas oder Maschinen, keine Ahnung. Und merci für dein Lurk, viel Spaß weiterhin. So, Information Nummer 2 haben wir. So wie ich das sage. Hoppala. Dann brauchen wir nur das 3. Das wird wahrscheinlich sein, wenn wir das aufdecken. Okay. Alter, die Bettlerinnen, die gehen mir so auf die Eier. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Warum tut er das? Ah, das ist Leute, das ist gut. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Stirb, du Dieb. Hast du ein Glück, dass ich noch da herum bin? Wann, wo ist denn der überhaupt? Ach, da oben. Okay. Hat der jetzt ernsthaft Aufstand gemacht? Ach, da ist auch noch... Ach, wir haben das ganze Gebiet da. Ah, jetzt sehe ich es erst. Wir haben da herum. Okay, ja gut, das erklärt einiges. Da jetzt sogar tatsächlich eher den da nicht mehr. Weil mehr mittig. Ja gut, der ohne Schütze findet uns ja sowieso nicht mehr. Bist du jetzt am Handy, weil du durchs Kochen? Au, was gibt's denn kurz, Mr. Seijing? Gut, haben wir wieder anonym. Oh. So. Prävention, Freunde. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Achso, da ist noch einer. Oh. Ja, ich hab grad Gewalt angewendet, du Blinkgänger. Kommt nicht näher. Du wirst mir nicht entkommen. Ja, der war nicht schlecht. Ich weiß, dass du dich versteckst, du Feigling. Dort! Sieh nach! Ja, dann geh halt her. Denkst du, du kannst mir davonlaufen? Rippel, Bauchfleisch, Würsteleier und Stelzen. Adresse wo? Adresse wo, Mr. Seijing? Hört sich zauberhaft an. Das ist so traurig, dass ich erst in 2 Stunden Essen krieg. 2,5, 3 Stunden eigentlich erst. Naja gut, na 3 Stunden sind 2 Stunden. Bei uns gibt's heute eine Pizza. Freue mich auch schon drauf. Sehr schmackhaft. Ja, wo ist denn jetzt das letzte Ding? Das ist jetzt enker ernst. Wird er die ganze Zeit umeinander suchen da jetzt? Naja gut, das hilft eh nicht. Ja, oder haben wir schon alle 3? Ist das im Bereich des Möglichen? Ich schicke ihn nicht, weil ich hocke in der Boardwand. Macht doch nichts. Du kannst in der Boardwand hocken bleiben. Wir essen wir. Der Michi und ich essen wir und du bleibst in der Boardwand sitzen. Das ist ein Deal, glaube ich. Mafia dort. Freunde der Sonne. Ihr müsst jetzt mal schnell geschwind helfen. Wie viele Informanten haben wir jetzt gemacht? 2 oder 3?
Geht uns noch einer ab oder haben wir schon 3? Wird irgendwie komplett am Form verloren. Ich weiß es auch nicht. Warum macht er das? Was gibt es? Bitte. Jetzt meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Stirb, du Dieb. Was hab ich denn falsch gemacht? Ja, Moment mal. So, einmal sorry, aber das getröte wird denke ich jetzt dann auch nicht, oder? Was ist rot-weiß und nicht gut für Cent? Der Kratos. Richtig! Kratos ist, ja, so groß ist er nicht, aber ist definitiv nicht gut für deine Cent. Zumindest, wenn du dafür sorgst, dass er salzig wird. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ja. Ah, die Steuerung vom ersten Teil. Ja, hakelig. Aber gut, sei verziehen. So, jetzt werden wir es eh gleich sehen, ob wir jetzt alle 3 Schuhe haben oder ob wir nur einen brauchen. Ich weiß halt echt nicht mehr, haben wir jetzt 2 oder 3 gemacht. Keine Ahnung. Ja, okay, das ist er aber nicht. Das ist eine Tasche. Ich glaube, wir haben alle. Ich weiß halt auch nicht. Jetzt schauen wir einfach mal in Basis und dann sehen wir es schon. Der wird uns schon sagen, wenn er wo so geht. Was zum Teufel wollt ihr? Ein paar Münzen. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, im zweiten Teil hat es da auch irgendwie so. Hat es da auch die Bettler gegeben? Ich glaube schon, oder? Nein, da waren es die Musikanten, glaube ich, im zweiten Teil. Die, wo bei einem auf den Sack gegangen sind. So. Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Gut, da hätten wir jetzt noch 2 Stunden Aussichtstürme erklimmen können und wir warten nicht weiterkommen. Gut, dass wir da doch nochmal nachgeschaut haben. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Garnier vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Ja, gut. Ich vergiss meine Welt auch um mich herum, wenn ich Essen vor mir stehe hab. So, mäßig. So, da ist er also. Ach, das ist dann die Burg dahinter. Okay, ja gut. Krankenhaus, meine Freunde. Umgangssprachlich einfach ein Krankenhaus. Warum tut er das? Ich hab doch nichts getan. Warum tut er das nur?
Törichter alter Mann. Okay, schauen wir mal, wir kommen rein. In Templerorden, meine Freunde. Okay. Und er verdruckt die einer, oder was? Ah, okay, der wird aggressiv. Ja, dort zuhauen tue ich jetzt nicht, weil sonst haben wir ein paar Wochen am Hals. Ich schaue jetzt gerade, wie kommen wir denn da ein bisschen rein? Ah, da ist ein kaputtes Fenster. Das ist ja schon mal ein Anfang. Die Frage ist, wie kommen wir auf das kaputte Fenster hin? Vielleicht von der Seite? Wollen wir schauen, Freunde. Mit Schwung schon mal versucht? Nein. Ich schaue aber gerade, wo man Schwung nehmen kann. Fliegen, ja, fliegen kann ich nicht. Ah, Freunde, ich glaube, da haben wir eine Möglichkeit. Okay, da war ein Loch im Boden. Mach halt einfach einen Icarus, so wie der Kratos praktisch einfach die Fliegel ausbraten, meinst? Ja, so einfach geht's leider nicht. Okay. Ah! Ich hab was erlurt. Freunde der Sonne. Da ist ein Lorter. Da kann man aufsteigen, hab ich gehört. Hau ab, weil ich die so verhau, du blöde Kuh. Die geht mir so auf den Sack. Da hau ich gern zu. Ich hau normal keine Frau nicht, aber bei denen gehört es nicht anders. Aber gut Anlaufstock gleich, genau. Ja, und möchtest du jetzt da aufsteigen? Spore das. So. Schert euch fort. Hier endet sein Leben. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht schlau. Gut, andererseits kann es vielleicht da gar nicht schon, wenn wir die ausschalten. Ich muss eher öfter aufpassen, dass ich auch meine Klinge ausrüste, also mir versteckt die Klinge und nicht Schwert. So, wir kommen jetzt da heile ober. Also da unten ist unser Missionsstart. Irgendwo. So, und wir kommen jetzt da oben, ohne dass wir 18 mit Taxenbrich. Hat das noch wer gesehen, oder was? Ich gern heuer. Herbert, merci für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Okay. Kommen wir da oben? Ah, da kommen wir oben. Ja gut, war jetzt vielleicht nicht das Schlauste, aber... Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Oleg. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, alles wird wieder gut. Nein! Gebt Nein! mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Ja. Ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird
nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Was bitte? Es tut mir so leid, mein Aua. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Da ist mindestens der Meniskus gerissen. Mindestens. Seit wann haben Kittelbrunzer eine Metzgerschürzen hat? Genau deswegen. So, wie kommen wir jetzt da rein? Jetzt müssen wir wieder aufsteigen, oder was? Ist das der Scheiß Ernst? Den fix nochmal. Na, warte mal. Da muss anders sein. Ja, okay, jetzt Moment, jetzt schauen wir mal, wo ist denn der Zipfelklatscher überhaupt? Ich mach jetzt da mal einen auf Mönch, gell? Oder tun die überhaupt das? Achso, die tun mir eh nichts, ja gut, okay. So, versteckte Klinge ausrüsten, vorsichtshalber, damit ja nichts passiert. Ah, da hinten ist er! Da hinten ist er, der Metzger! Oh, warte, die hat's gleich. Der hat's gleich hinter sich. Sneaky Peaky, Freunde! Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Michi, merci dir fürs Zuschauen. Luft gut. Die Häuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Oh ja, 6 Tage friert waren weh. F. Mr. Michi. F. Ja, jetzt sehe ich praktisch 4 Cent nicht mehr. Ja, gut. Die Frage ist jetzt... Ah, da ist ein Lotter. Deswegen auch das Fenster. Irgendwo. Wo war denn das offene Fenster? Ah, da oben. Okay. Ja gut, so einfach geht's dann doch nicht. Oh, geh weiter, halt dich da fest. Was ist denn mit dir? Ist das der Ernst? Der kann sich doch nicht festhalten?
So, Moment. Wieder! Ja, okay. Komm, Bock nicht. Achso, die anderen haben sie jetzt geschlichen. Ja, toll. Gut. So, wenigstens kein Stress nicht. Alter, spring halt dann da um. Was ist denn mit dir? Erinnerst? Ja gut, ich bin wieder aus dem Fenster gesprungen. Jetzt haben wir, glaube ich, wie viel haben wir jetzt umgebracht? 4? Nein. 3, 4. 3 haben wir umgebracht. Wir haben jetzt in jeder Stadt einen. Oh. So, jetzt brauche ich ein Versteck. Ah, da rund haben wir uns. Irgendwo. Vor allem fällt das überhaupt nicht auf, wenn ich da auf der Bank sitze. Hä? Wo ist jetzt so der Verfolger? Ich verstehe es nicht. Okay. Gut. Sehr gut. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Masyaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Hä? Was jetzt? Hallo? Ich jetzt. weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Okay. Was mir raten, jetzt darf er bestimmt wieder aus dem Animus aussehen. Ha, wie das war's. Was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirne. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so?
ruhen sich aus. Mit dir, Fragezeichen? Nur mit dir lege ich mich hin. Ja, okay. So. Zoom-Funktion wo? Verstehe ich es nicht. Warum? Ubisoft, warum? Das ist eine Bildungslücke. Also ist eine Lücke im Spiel. Reden wir heute mal Warum mit dir. schaut er sie immer an? Es ist seine Maschine. Seine Theorien, aber er hat sie nicht selbst gebaut. Wer dann? Sie? Nein, Abstergo hat ein Ingenieursteam. Na. Es gibt nicht viel, was sie nicht haben. Aber ich habe den Zusammenbau überwacht. Schätze, deshalb ist er immer wütend auf mich. Er ist ein Arsch. Er steht unter großem Druck. Wie wir alle. Unglaublich, dass Sie diesen Kerl verteidigen. Warren rettete mein Leben. Wenn er gern ein bisschen herumbrüllt, lassen Sie ihn. Aha, der hat also ihr Leben gerettet, okay. Wie er rettete Ihr Leben? Sie sind nicht der Einzige, der nachts nicht nach Hause geht, Desmond. Moment, Sie sind eine Gefangene? Als Sie auf mich zukamen, habe ich gerade meine Doktorarbeit beendet. Die Uni hat deutlich gemacht, dass ich dort keine Zukunft hätte. Sie mochten das Thema der Arbeit nicht, nannten es Pseudowissenschaft. Sie sagten, ich würde die ganze Fakultät in Verruf bringen. Es war überall dasselbe. Bei den anderen Unis und Firmen, wo ich mich vorstellte. Mir gingen ziemlich schnell das Geld und die Zeit aus. Und ich war so kurz davor, Kellnerin zu werden. Dann kam ein Brief. Von Widdig? Er verfolgte meine Karriere seit dem Erstsemester und wollte mich treffen, um über meine Zukunft zu sprechen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut das tat. Also habe ich ihn getroffen. Was hatte ich zu verlieren? Er bot Ihnen einen Job an. Ja, hier bei Abstergo, um beim Animus-Projekt zu helfen. Es bot mir eine Chance, meine Professoren zu widerlegen. Wie hätte ich das ablehnen können? Ich habe den Teil verpasst, wo Sie gefangen wurden. Manchmal frage ich mich, ob die nicht hinter allem stecken. Ob die das alles so manipuliert haben, dass ich in diese Situation kam. Die können das. Die können alles. Ich habe nicht nachgedacht, als ich zusagte. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich kaserniert werde. Für 6 Monate, maximal ein Jahr. Wenn das Produkt fertig wäre, gäbe es keinen Grund zur Geheimhaltung mehr. Aber bis dahin sei ich ein Gast der Firma. Zumindest haben sie das gesagt. Und als er fertig war? Sie kamen, als ich schlief. 3 Kerle. Bewaffnet. Herzi, wahnsinnig. Sie zerrten mich aus dem Bett. Oh. Gott. Das Schlimmste war, dass ich sie kannte. Einer von ihnen, Richard, wir haben manchmal zusammen Mittag gegessen. Und jetzt wollte er... Sie haben Witze gerissen. Ich wollte weglaufen. Er schlug mich. Und dann sagte er mir, dass ich sterben würde. Gott, was haben Sie getan? Nichts. Ich habe mir dauernd gesagt, ich träume nur. Und dann kam Warren. Er schrie sie an, dass sie mich in Ruhe lassen sollen. Und sie gehorchten. Unglaublich. Er ist kein glücklicher Mann, Desmond. Ich würde nicht einmal sagen, dass er ein guter Mann ist. Aber er hat mich gerettet. Sie kamen nicht zurück. Und er hat versprochen, dass sie nie wieder kommen würden. Sie sitzen immer noch hier fest und arbeiten für die. Aber ich lebe. Wie auch immer. Ich muss den Animus reparieren. Wir sehen uns morgen, Desmond. Also, Freunde, die sitzt nicht freiwillig da erinnert. Aufgemerkt. So, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter interagieren, oder kommt jetzt da wieder, oder was? Nein. Gar nicht müde? Ah ja, okay. Das waren also alle Gespräche bis zu dem Zeitpunkt. Okay. Ja gut. Dann gehen wir allein ins Bett. Okay. Wieder mal. Was zum... Jemand war hier drin? Vorher hat er sich noch beschwert, dass er sich nicht umziehen kann. Sieht aus wie ein Zugangscode. Mhm. Und für was wird man den wohl brauchen, den Zugangscode? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da überhaupt einmal irgendwas da kann, da drin. Glaub's aber fast nicht. Aber den Zugangscode, den braucht man für irgendwas. Irgendwann. Glaube ich. Vor allem, er schläft halt mit Schuhe, Jeans und Pullover. Ich versteh's nicht. Der Grantelhuber. Raus aus dem Bett. Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen.
Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Auf das kämen wir noch zu sprechen, Freunde. Auf die vor uns waren. Ja, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob man das im ersten Teil nur sagt. Aber spätestens im zweiten Teil. Da sagt man es definitiv. Hi. So, Moment, mit ihm, glaube ich, können wir doch auch reden, oder? Das müssen wir jetzt ausprobieren, jetzt passt so wacht. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit ihr noch mal quatschen können. Nö, bei ihr geht nichts, okay. Aber bei ihm geht... Sie mich nicht und legen Sie sich auf den Animus. Nein, ich mag jetzt mit dir reden. Was hast denn du da überhaupt in deinem Becher da drin? Da ist doch garantiert kein Kaffee drin. Da ist wieder was Härtes am Start. Sag ich doch. Ja, so wie mit den Augenringen, was du hast, Freundteil, hast du da keinen Kaffee drin. Das kannst du am Plänen verzeihen. Aber gut. Alkohol am Arbeitsplatz, Freunde. Na gut. Irish Coffee. Ja, irgendwie sowas in die Richtung wird das sein. Nun starten Sie schon die Erinnerung. Alter, das sind jetzt wieder Wurzeln. Jetzt liege ich doch eh schon. Fortsetzen! Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Sur war der Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Okay, lauter Lehnsherren. Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Okay, 3 Namen, 3 Städte, Freunde. Seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Okay. Ein bisschen mehr Leben haben wir. Neue Fähigkeit, er lernt Kante greifen. Und losreißen. Ah, ja, okay. Also,
der Fairness halber, da ich jetzt fast vorschlagen, dass wir zuerst nach Damaskus gehen, weil jetzt waren wir heute in Jerusalem und in Akkon. Oh nein, jetzt kommt der schon wieder daher. Hau halt ab. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Na, eigentlich nicht. Eigentlich so gar nicht. Richtig. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja, toll. Okay. Zeitverschwendung, Freunde. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Gut. Also, wie gesagt, ich darf jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt wieder nach Damaskus. Dann haben wir nämlich heute auch wieder alle 3 Städte mindestens einmal abgegrast. Und jetzt schon wieder. Achso, wählen Sie Ihr Ziel. Ja, das ist jetzt genau das, was ich gesagt habe. Da können wir jetzt nämlich schnell reisen. Da sparen wir uns nämlich die ganze Reiterei. Ist, glaube ich, gar nicht schlecht. So. Damaskus it is. Wir gehen direkt ins Büro. Wenn Sie entdeckt wurden, schlagen Sie Haken oder klettern Sie über. So, schauen wir mal, was er hat für uns. Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Souq Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese 3 Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Okay, das heißt praktisch auf gut Deutsch, wir werden uns jetzt ins Nobelviertel dieser Stadt begeben. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Weil wenn da schon die Zitadelle vom Salah al-Din steht, das wo scheinbar irgendwie der Obermaster Chief Capo Sepp Michel, keine Ahnung was ist, dann tippe ich jetzt einfach mal, dass das da ist. Weil das nämlich, warte mal, Bürgerviertel, Nobelviertel, ja okay, macht Sinn. Dann schauen wir halt einmal. Ja, und das schaut jetzt auch nicht unbedingt aus, wie wenn es eine Burg war, wo sich irgendeine 0815 Arbeiter leisten kann. Aber ich schon mal gesagt, dass die Steuerung im ersten Teil nicht ganz so flauschig war. Liebster Geschubster, ich muss leider abhauen, weil ich mich mit einem Späßel dann triff. Habt's einen schönen Stream und bis morgen. Mr. Seitsching, ich danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit deinem Späßel. Wir hören Sie morgen. Habe die Ehre. Ich hab einen Stecker im Arsch. Also, wie jetzt festglitscht oder was? Den hast. So. Schauen wir da mal. Wo ist denn da überhaupt? Ach so, da oben. Ja, okay. So, los mir raten, da kommen wir jetzt garantiert wieder nicht so einfach auf, wie wir mir das vorstellen. Ja, das war so klar. Jetzt Moment einmal. Da muss ja irgendwie anders dafür gehen. Ah ja, okay. Nein, nicht hier sitzen. Was denkt dieser Mann sich nur? Ja gut, man kann es halt auch mit der Frontalmauer, mit der normalen Fassaden versuchen, gell? Das ging natürlich auch. Ja, okay, gut. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Ist das nicht jetzt die Zitadelle? Ah ja, das schaut... Ja, okay, das schaut nach einem Palast aus.
Das schaut mir ganz schwer nach der Master Chief Burg aus. Da schau her. Definitiv, da hinten ist eine Flagge, aber egal. Jetzt darf ich mal dezent vorschlagen, dass wir den auf alle Fälle nur hops nehmen. Dann schauen wir mal. So, auf mit dir. Gut. Okay, offensichtlich hat das gar nichts freigeschalten. Okay, ja, dann nehmen wir mal den da rein. Das ist wahrscheinlich der da hinten. Hey, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wie es ist, da springe ich jetzt nicht ein Heuhaufen rein. Weil sonst, dann sparen wir nämlich die Rente auf für Kletterei. Au. Ja gut, das macht ihm nichts. Dann können wir sogar die Flagge mitnehmen, das ist doch gut. Sehr gut. Ja, aber ich meine, okay, wenn ich jetzt da oben springe, dann kann man da wieder einen Weg suchen, wie ich wieder raufkommen, weißt du schon? Also das hat sich jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise angeboten. Ich hab das Todeshunger, ich kann es eigentlich nicht sagen. Ich hab, also, mich darf es nicht wundern, wenn sie meinen Magen nur durchs Mikro hören darf. Oder im Stream hören darf. Darf mich echt nicht wundern. So. Es hat auch nichts freigeschalten. Okay. Dann nehmen wir gleich den nur. War leider nicht gut durchdacht in den ersten Teile, dass gefühlt auf jeden zweiten Turm auf musst, aber immer zuerst runterjumpen sollst. Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, war das im 2er auch so? Im 2er hast, glaube ich, nicht zwangsweise auf die Türme auf müssen. Du hast da so anders zu deinen Zielen gefunden, weil da ja die dann tatsächlich auf der Map angezeigt worden sind. Also von Anfang an dann. Was ist denn jetzt? Jetzt schützt er mal, was haben die jetzt für ein Problem? Okay, kann man mal einer sagen, was die jetzt gestochen hat, dass die mich angreifen? Kime boyun eğmek istiyorsun? Ach, ich glaube, ich weiß schon, warum die angegriffen haben, weil die jetzt viel aufmerksamer auf mich haben, oder? Ah, Bischa, du laufst nicht weg. Oh, geh weiter! Ist wurscht, ich mach einen Scheiterhaufen unbedingt, das ist mir egal. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Oh, wie schrecklich. So, haben wir es jetzt. Dankeschön. Da steht der nächste Zipfelklatscher, da ist der. Jetzt endet dein Leben. Wow, okay. Komm ich da um?
Glaub schon, oder? Ja, natürlich nicht. Ach, das ist sogar noch streng bewacht. Ja, toll. Ich bin jetzt aber trotzdem rein. Tretet jetzt zurück. Wurfmesser OP. Oh, da haben wir noch einen. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Vorsprung wo? Ah, da oder was? Ah, oh, ich sag schon. I see. Oh, du bist da auch einsamer da rum, hä? Also er hat die komplette Arschkarten gezogen, oder? Der ist da einsam und verlassen auf den Turm herum. Ohne Hocker, ohne alles. Also wenn du mich fragst, wenn du da bestehen, hat nicht den ganzen Tag im Schatten sitzen. Mir war das sowas von egal. Ja, passt schon, Matzo, kein Problem. Okay, die Spey trollt mich gerade massiv. Gut, nehmen wir den noch. Wahrscheinlich werden wir alle brauchen bei meinem Glück. Der Turm ist... da hinten wahrscheinlich. Oder ist das der Palast vom Salah al-Din? Das kann natürlich auch sein. So. Oh, das schaut schon wieder so schwer zugänglich aus, da, wenn du mich fragst. Oh, oder auch nicht. Ja, gut. Ja, gehen wir einfach da rein. Beziehungsweise der Turm ist ja da herum. Moment. Schauen wir mal. Ach, da oben, oder was? Nehmen wir einfach mal ganz konventionell Treppen. Weil, warum nicht? Ah ja, okay. Ja gut, aber da geht's halt nicht weiter. Ja, toll. Oh Mann, warum muss denn das so schwer zugänglich sein? Ah, warte mal. Ja, gut. Hä? Was ist jetzt? Ja, gut, okay. Alter, ich hab by the way noch nicht schwimmen können. Wenn der Animus anzeigt, dass Sie von einer informierten... Hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Okay, wir kommen jetzt in die Scheißburg rein. Oder auf, besser gesagt, eine komme ich, aber auf komme ich nicht. Ja, da geht definitiv nichts von der Seite. Nur mal anders schauen. Ah, das kann gehen. Ja, oder auch nicht. Weil das ist der Ernst? Du kommst da nicht auf? Okay. Der Turm ist da vorn.
Von außen geht es aber definitiv nicht, was ich so gesehen habe. Da muss er da drin irgendwo in Tag kommen jetzt auch. Ah, da schon, ja. Da schaut es gut aus. Ja, das schaut so aus, wie wenn wir da aufkannten. Okay, ja gut. Immerhin. Ja, aber dann stehe ich ja da wieder an. Jetzt Moment einmal. Ah, okay. Ja, gut. Leiter löst bekanntermaßen immer ein Problem, wenn man wo aufkommen möchte. Ich kann jetzt... Okay. Nicht der klassische Aussichtspunkt, aber gut. Ah, da haben wir das erste. Zeit wird's. Nicht wirklich, oder? Was genau meinst du jetzt? Kommt nicht näher. Es ist euch nicht erlaubt, sie zu suchen. Hört die Klappe. Wie kann man denn eigentlich... Moment einmal. Kann man... Mr. YBO, kann man in dem Spiel eigentlich... Kann man da eigentlich stehlen? Also Wurfmesser wieder auffüllen? Kann man. Okay. Aber wie? Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Oder da auch erzählt. Echt? Das ist mir entgangen. Ach, da ist er. Altair, mein Freund und Bruder. Oh nein, ist schon wieder Flaggenrennen. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuds Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuds persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Okay. Das ist eine Killquest quasi. Auf Zeit. Ja, gut, da fetzt mir meine. Versteckte Klingen haben wir ausgerüstet, das passt. Dann nehmen wir mal die Leiter ins Glück, damit wir mal ein bisschen einen Überblick haben. Oh, die haben aber ein wenig weit auseinander, die zwei. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Ja, chillt eigentlich schon. So, wo ist er denn jetzt? Da unten ist er. Unten schau. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Verpiss Kinder. dich. Bitte. Verpiss dich, weil... Alter, ich flippe aus. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Alter. Bitte, bitte, Herr. Habt ihr Geld für mich? Jetzt hätte ich wahrscheinlich bald noch die andere angestochen. Nimm's böse NPCs... Alter. Verpiss dich, du Arschloch. Nimm's böse NPCs ausraubst. Okay. Jetzt muss ich mir ein wenig dummeln, weil sonst... Bitte. Eine kleine Spende. Nein, verpiss dich, ich geb nichts mit Spenden. Ihr könnt nicht entkommen, Alter. Bitte tut mir nicht! Der Herr ist... Stadtwachen etc. Okay, ja gut. Ah, ist der jetzt da drin? Ist das dein Scheiß Ernst? Oh Mann, hey. Spendenstream wo? Warum Spendenstream? Spinnst du jetzt? Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Meine Fresse.
Ja, Kehle hättest du mir jetzt auch noch durchschneiden können, wenn du schon mit der Faust hinschlagst. Jetzt, na? Erstens einmal weiß ich nicht einmal, für was dass ich spenden soll. Und zweitens einmal, wie kommst du jetzt auf einen Spendenstream? Verstehe die Frage nicht, Mozart. Ach, ich muss das jetzt Name machen, oder? Alter, bist du behindert? Hey, warum muss ich das jetzt Name machen? Boah, Alter, ich hab doch grad... Boah. Ja. Ich hab doch jetzt gerade die versteckte Klinge ausgerüstet gehabt. Angreifen. Ja, killt's mich. So am einfachen. Danke. Wie du drauf kommst, dass ich erst jetzt bin und Spendenstream für die. Na, kein Spendenstream für mich. Bist du bescheuert? Ja, fang da jetzt an, nicht an Krampf, ich sag das. Spendenstream, vor allem für mich. Schau ich so arm aus. 15, ja. Bei einer Skala von 1 bis 10 ist bei dir 15, das stimmt. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Freund und Bruder, es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Nein! Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Nein, nix Spendenaufruf. Herz auf jetzt mit dem Scheiß. Ich schwör's euch bei Gott. Kann ich helfen. Aber ich Dass der Mozart spendet, ist mir klar, aber lustig geht's da ja auch nicht anstecken, ich sag's Ihnen. Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Aber habt ihr Merci für deine 100 Bits, abgesehen davon. So. Versteckte Klinge ist jetzt ausgerüstet, hoffentlich einmal. Sie fixen einmal. Und das Waschwein, wenn wir jetzt noch mal daherkommen, stich ich's ab. Ich schwör's dir bei Gott. Also virtuell meine ich jetzt, ja. Nicht, dass wieder irgendwer meint. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Alter, ich batz da eine, ehrlich. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Ich flehe euch an. So, wo ist jetzt der andere? Da ist er. So, wie kriege ich denn das jetzt so hin? An 2 Wochen! Jetzt halt. Jetzt pass auf, du Boot, Bremse. Ja. Kapalı bile yenerim. Gel buraya. Beni yenemeyecek. Kaçman fayda etmez. Mozzi, ich verstehe nicht, was du mir sagen möchtest, ehrlich gesagt. Verstehe ich gerade nicht. What? Okay, jetzt mal eine blöde Frage. Wir kriegen das jetzt hier, ohne dass das irgendwer spitz kriegt. Jetzt mal so wacht. Altair, mein Freund und Bruder. Das ist Oh, muss ich mal jetzt jedes Mal den Schmarrn anhören. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte... Das Problem ist eigentlich nicht die Wachen. Das Problem ist die blöde Truschen, die wo da ständig noch ihre Spenden fragt. Das ist das Problem. Ich habe 4 Ziele, die ich eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten? Siehst du, habe ich Spaßhosen an. Ihr zuerst.
Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. So. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Oh, hey, das Weiberleid, das nervt mich so stark. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Ja, genau, ja, Ma, du blöde Kuru. Okay, gut. So, jetzt müssen wir den anderen noch hops nehmen. Ich glaube aber, dass der fast schwieriger wird, weil der ist ja in dem Markt da drin. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Komm zum wahren Glauben. Oh weh. Okay. Was tut er denn? Bis jetzt war seriöses Business angesagt, das bleibt ja weiterhin. Bitte nur ein paar Goldstücke. Ah, da hinten ist er. Sehr gut, und keine Wochen. Ja, Herrgott, Seele, das hat aber eh lang nur gedauert, der Schmarrn. Interessiert ihr euch vielleicht hier Leben, werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ja, dann gehen, Torwart. War das großartig. Genau wie Okay. in Aleppo, erinnert ihr euch? Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Mehr Tieren, Hand mehr gut. Gut. So, jetzt muss ich aber weitersuchen. Gut, allzu viele Aussichtspunkte haben wir ja da jetzt zum Glück nicht mehr. Kann aber einfach auch mal den da nicht mehr, weil der ist so auffällig, unauffällig. Das war jetzt Info Nummer 1. Und eine brauchen wir noch. Zwei. Zwei brauchen wir noch. Nein, ihr versteht es nicht. Beziehungsweise, wenn da schon ein Turm ist, dann nehmen wir doch den gleich. Dann nehmen wir doch den gleich. Was stimmt denn nicht mit ihm? So. Schauen wir, vielleicht schalten wir da gleich zufällig uns frei. War eigentlich ganz zauberhaft. Wieder nicht. Alter, wo haben denn die verteilt? Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, dann hilft's ja nicht. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Helft mir. So hilft mir doch jemand. Ein elender Lump. Freunde, ein elender Lump. Jess, ich grüße dich, einen wunderschönen Samstagnachmittag. Alles gut bei dir? So. Also die Informanten, die haben vielleicht sauber versteckt da jetzt. Ah, da geht's nicht auf für etwas. dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibs. Ich hätte umkommen. Okay. Ja, schon wieder so unzugänglich. Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art. Gen Süden zieht
Alter, verpiss die Weide, Anstich, Alter. Arschloch trickert's. Oh Mann, hey, die Steuerung bricht mir irgendwann noch. Ja, da gibt's ja mal irgendeine Mauer, wo die aufkommt. Das ist ein Wahnsinn. So, danke, gut und bei dir. Mrs. Chess, das freut mich zu hören. Bei mir passt es soweit aus. Heute haben wir ein bisschen Performance-Probleme mit der Steuerung, habe ich so das Gefühl. Da haben wir wieder bei dem Thema Testballon. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Die NPCs haben mich auch immer so genervt, ja, deswegen hat der Holzkopf da unten jetzt einmal dezent dran glauben müssen. Auch wenn er eigentlich kein Bösewicht ist, aber das war mir jetzt so dermaßen wurscht. Manchmal hilft's nicht, manchmal muss man über Not tun. Ich möchte jetzt eigentlich nur das eine Ziel noch umlegen, aber wenn wir mir jetzt dann auch 20 Minuten brauchen, bis dass ich die Informanten endlich einmal finde, dann wird's schwierig. Vor allem das Viertel war nicht einmal so groß. Du warst bei deinen Eltern. Hört sich sehr flauschig an. Hört sich sehr, sehr flauschig an. Ah. Ich wollte gerade sagen, kann man da auch schon synchronisieren? Nein, kann man nicht. Okay. Ja gut, dann müssen wir noch uns auf. Dann hilft's nicht. Dann hilft's nicht. Hoppala. So, jetzt rüber. Jetzt gib mir einfach die 2 Informanten, sie fix nur mal. Ja, Herrgott, zähle wenigstens einer. Du warst seit Weihnachten nicht mehr dort. Okay. Was für ein Spiel habt ihr gespielt? Oder welche Spiele habt ihr gespielt? Ah, das ist wieder zum Belaschen. Alter, ich flippe aus. Ich flippe aus. So, wie sind da jetzt ein Bang? Brauchen wir eine Bank. Haben wir aber nicht. Eine Bank brauchen wir, Freunde. Haben wir da hinten eine? Nö. Bank wo? Ah, da. Okay. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Okay. Kniffel. Ihr habt's Kniffel gespielt? Ja, auch schon lange nicht mehr gespielt, tatsächlich. Hast du hoffentlich aber auch gewonnen, oder? Jetzt brauchen wir immer noch einen. Oh, es ist ein ernst hier ganz da hinten im Eck. Der Herr ist mit uns. Euch hol ich mir. Was hat jetzt er für ein Problem? Ich kann nicht fliehen, ja genau. Ja, da geht's nicht durch. Verstehe jetzt nicht, warum die getriggert worden sind. Ich war eigentlich gar nichts da. Ja, dann kämpfen wir halt in Herrgotts Namen. Ja, brauche ich ja nicht. Stich die einfach hoch.
Ja, genau, verpiss dich, weil er noch schon frei ist. Da längs noch. Gut. Das hätten wir quasi auch geklärt. Du bist der Assassine des Clown-Trolls-Drücker, ja, scheinbar. Scheinbar gelangt das schon. Ich bin einfach nur vorbeigelaufen. Und er so, ey, Arschloch. Hat das schon. So, wir kommen jetzt da wieder rein. Eigentlich sollte man so direkt durch die durch, aber... Ah, Moment einmal. Ja, Chef, die. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Nehmt das! Gut. Dann nehmen wir die Schwungstange her. Da gehst du her. Sehr gut. Ah, da schaut es mir aus, wie wenn wir da einfach mal aufgraben könnten. Alter, ist das dein Ernst, dass du da nicht auf das Fenster hinkommst? Das ist legit einen Meter weg, wenn überhaupt. Oh Mann, hey. Dann dürfen sie da jetzt auch nicht raufkommen. Nee, die Frage nicht. Ja, stimmt, da kann er mich jetzt dunkel an was erinnern. Später werfen die Storner und was weiß ich was nach dir. Ja, das wird lustig. Ja, erst spiel halt einfach. Also der erste Teil, wie gesagt, hat noch die ein oder andere Mechanik noch nicht ganz so ausgereift gewesen. Ja, Gott sei Dank. Das hat ja jetzt lang nur gedauert, der Schmarrn. Scheint da drin zu sein. Ah ja, da hinten steht er. Friede sei mit euch. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Warum immer auf Zeit? Gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Flaggen, aber in dieser okay. Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Wo geht's jetzt los? Ah. Ja, da ist eine und wo ist die anderen? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Ach, da. Wieder hat der Geist bisschen anders immer. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ja, wenigstens ist es so angeordnet, dass du im Endeffekt im Kreis laufst. Das ist ja immerhin schon mal was. Ist der verrückt? Ja, okay. Ist Gott sei Dank schnell gegangen. Oh, danke. Der Rafik wird Gut. sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun Was, der Springbrunnen im Palast ist weit. Okay. Der Springbrunnen im Palast ist also leicht zu erklimmen. Okay, das merken wir uns jetzt einfach mal. So, ab in Basis, Ziel abholen, abstechen, Freunde. Damit wir da mal einen Hut drauf haben können. Das hat jetzt erstaunlicherweise wesentlich länger gedauert, als ich es eigentlich gehofft habe.
Aber gut, wenn sie natürlich die Informanten aufgrund von den Dingen nicht blicken lassen, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Ja, das war mir jetzt klar, dass das passiert, aber das ist mir jetzt wurscht. Plot Twist, ich bin schon entkommen. Oh, das sind Leute, das ist gut. Kommt nicht näher. Du gehörst mir. Ich sehe ihn. Moment. Ah. Sehr gut, das habe ich braucht. Er ist wohl in einen anderen Bezirk Konnte er geflogen. nur entkommen? Ja gut, immerhin. Hey, steht es nicht. So, ab ins Büro. Ab ins Büro auf den Schreibtisch. Kommt nicht näher. Ja, ich hab nicht vor, näher zum Kümmern, ich geh schon. Bin ja schon weg. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Okay. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Ist schon wieder eine Schleimscheiße. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gut, jetzt nehmen wir Hops den Händlerkönig. Attentat auf den Händlerkönig, wenn er bei seinem Fest herauskommt, um zu seinen Leuten zu sprechen. Ja gut. Hört sie erst einmal simpel an. Glaube aber nicht, dass es simpel wird. Wobei man sagen muss, die letzten zwei haben wir eigentlich relativ einfach umnieten können. Vor allem der Doktor vorher, der war ja komplett frei. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wo er sich denn rumtreibt. Dann werden wir schon sehen. Stirb, Dieb! Stirb! Ja. Ja, der bietet sich auf für Ausfutter. Was hat's vorher gekostet? Der Springbrunnen war leicht zu erklimmen, oder was? So, jetzt müssen wir wissen, wo der Springbrunnen ist. Ich brauche Nahrung. Zupfte. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Ah, da kann man mal auch rein, okay. Ach, das ist ja der, ja. Okay, das ist ja der Palast, wo wir vorher den Aussichtspunkt gehabt haben. Okay. Warum macht er das? Ja, möchte auf. Ja, okay, da halt nicht. Machen wir es so, geht einfacher. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Was haben die alle weil gleich so gehässig auf mich? Ich möchte da gerade ein wenig kraxeln. Mehr möchte ja gar nicht da. Das ist toll, ich bin ja ganz freundlich. Nein, ich verursache keinen Ärger. Da könnt's flauschig bleiben. Tretet jetzt zurück. Okay. Oh, die hat Tipf! Freunde, die hat Tipf! Und einen Arsch. Da schauen wir mal zu. Meine Güte. Ja, und jetzt?
So Fleischknädel. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Du warst weg, Bellinger? WB. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Alter, der braucht einmal Hautreinigung. Droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit. Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, Du kriegst so einen Brunnen voll Wein her? Schwierig. Ich höre, was ihr hinter meinem Rücken redet. Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden. Hey, kannst du mir aus dem Battle gehen? Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Hey, du stehst im Weg, Zupfte! Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Ja toll, wenn's wenigstens ein Weiberleid wird's. Dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Ach so, den kann ich... bedeuten euch allen gar nichts. Ach so, na, dann jetzt sehe ich aber, den kann ich die ganze Zeit schon stehen. Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also, Munkatz, grüß dich! ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt... Warte, jetzt zerschlägt meine Hoffnung. Es tut mir leid, tschüss. Der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erlebt. Er hat den Wein vergiftet. Munkatz, geht's dir gut? Ich hoffe doch. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. So, irgendein Brunnen ist doch jetzt da. Ja, ist eigentlich scheißegal. Moment. Okay, Moment. Irgendwie, wo können wir jetzt da ein bisschen auf? Da wahrscheinlich auch nicht. Ah, da hinten. Ja, okay. Ja, okay. Da offensichtlich nicht. Aber von was für einem Brunnen hat der dann geredet? Okay. Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt, gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache.
Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ah, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Kann es eigentlich sein, dass er der einzige Fett im ganzen Spiel ist? Keine Ahnung. Glaube aber nicht. Ach, das haben sie jetzt natürlich ganz schlau gemacht. Die haben nämlich da alles dicht gemacht. So. Müssen wir wieder mal Grätsche machen? So, ich bin jetzt von allein anonym geworden. Ja gut, okay. Gut, zurück zur Basis. Also haben sie den Charakter nach der historischen Vorlage so designt, oder wie? Ja, freilich geht's wieder zurück in die Burg, da wo ich hergekommen bin. Sonst noch was? Jetzt meine haben wir 4, oder? 4 von 9. Oder waren es 9 waren es, glaube ich, gell? Okay, nice. Also haben wir wieder bei dem Thema Assassin's Creed sehr real gestaltet. Oder möglichst real gestaltet, sagen wir es so. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Nukuds Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Sollte mir eben sagen, dass der jetzt so später Gift hernehmen kann. Der König bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Bin ein bisschen überlegt. Mrs. Chess, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt aber am Ende. Abgesehen davon. So. Behält jetzt doch dann der Hof für mich. Ja gut, das schauen wir uns noch schnell an. Was der Mr. Al-Mualim noch zum Sagen hat, das schauen wir uns noch schnell an. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Kommt, Altair. Sprecht mit mir. Wieso denn? Wie ihr wünscht. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit.
Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben. Sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eurem Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht in Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. 2 Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Okay. Also er weiß, glaube ich, selber nicht, von was er eigentlich redet. Neue Fähigkeiten, Balance halten und ausweichen. Schwertmeister Schaden. Achso, okay, wir machen mehr Schaden. Sehr schön. Gut, Freunde. Dann machen wir nächste Woche weiter. Heute haben wir 3 Ziele ausgeschaltet. 3 heute und gestern einen, macht 4 insgesamt. Sprich, es bleiben jetzt noch 5 über. Und die 5, mit denen werden wir nächste Woche dann anfangen. Irgendwann. Ich weiß aber noch nicht genau wann. Aber wahrscheinlich am Dienstag. Sagen wir schon. So. Wie hat es eigentlich getaugt? Heute habe ich tatsächlich so ein bisschen ein Problem gehabt mit der Steuerung, mit der Kraxlerei und mit der Lauferei. Das war halt alles so. Heute hat sich das so ein bisschen bemerkbar gemacht, dass das Spiel doch schon 15 Jahre auf dem Buckel hat. Und dass da halt manche Sachen noch nicht ganz so extrem gut ausgereift waren, wie es jetzt bei den neuesten Teilen vielleicht der Fall ist. Wobei ich halt dazu sagen soll, ab dem 2. Teil verbessert sich das massiv. Also Steuerung generell, alles ist ein wenig ein wenig abwechslungsreicher gestaltet. Vor allem, was dann die ganzen Ziele und Missionen angeht, das wird dann im 2. Teil wirklich besser erzählt. Ja? Zu der gleichen Person, wo wir gestern waren, die spielt mit Horizon Zero. Nein, nicht Zero Dawn. Horizon Forbidden West spielt die weiter. Nächster Stream morgen um 12 Uhr Mittag. Spielen wir weiter mit Demon's Souls. Machen wir Platin Guide Nummer 6, glaube ich, ist das. Morgen ist tatsächlich, wird es in Demon's Souls, glaube ich, denke ich mal, ja, hoffentlich ein bisschen entspannter. Morgen werden wir die eine oder andere Welt auf Schwarz bringen. Oder, das heißt die eine oder andere. Wir werden die meisten Welten auf Schwarz bringen und anschließend wieder auf Weiß. Ich glaube, dass wir den einen oder anderen Boss noch weghauen können. Und genau, dann sehen wir schon. Ansonsten, liebe Freunde, falls wer neu da ist, kommt gerne mal auf meinen Discord-Server, Ausrufezeichen Discord an der Stelle. Da würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Es kommt einmal in der Woche Streamplan, wann ich live geht, zu welcher Uhrzeit und was gespielt wird. Dann habt ihr so ein bisschen einen Plan davon, was Sache ist. Und drückt gerne mal auf den Following-Button, wenn du es noch nicht da hast. Wir haben jetzt 95 Follower. Nochmal danke an alle neuen Follower, die wo gestern und vorgestern off-Stream reingekommen haben. Falls es denn da hat. Vielen lieben Dank. Haben wir bald bei 100. Ja? Bei 100 machen wir, glaube ich, einmal wieder einen Community-Zock. Müssen wir mal schauen. Genau. Ansonsten viel Spaß bei der Mrs. Brini. Zu der habe ich gestern schon geschickt. Da habt ihr noch einen Raid-Command. Für Follower und für Subscriber einfach kopieren und dann bei der Brini einfügen.
Vielen Dank dafür. Merci fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. Hat Spaß gemacht. Wieder mal, wie immer eigentlich. Dann hören wir uns morgen. Hoffentlich wieder. 12 Uhr mittags. Demon's Souls Action. Ein schöner Samstagabend euch. Ich gehe noch zum Bowlen. Und ja, bleibt gesund. Habe die Ei. Bis morgen. Viel Spaß bei der Brini. Viert euch.